Start! Hab ich gesagt. Die ist immer auf Zeiten, was zum Geistnamen. Das gute Glasl Klosterfrau. Easy. Easy. Da schau ich, wie schnell das YouTube am Start ist, wenn da die Latenz tatsächlich ganz niedrig ist und nicht anders. Haha! Timmy Boy, Popo Mann! Grüße von dir zu dir daheim, hast du vergessen. Hobby! Übrigens, 1 Birger an 1 Micke und Kruzifix normal, halt war es wieder doch eigentlich gar nicht so schlimm. Warum hat es dann trotzdem 400 Grad in meiner Hosen? Ich weiß das nicht! Wahrscheinlich habe ich jetzt oft am Stuhl hin und her gewetzt, ich weiß es nicht. Chris mir erstmal in Sauerfeine, damit nichts passiert. Haben wir die Ariane im Bio, bin ich den Sandmann oder ich glaube, es ist ja die Sandmann, bin mir nicht sicher, an den Reindl und den Rete, Sonne frei, an den Pelo, an den Madura, an den Wulfig, an den Firehunter, an den Birger, der hat auch was geschrieben, was ist mit dem los? An den Baumgarten, an den Püt, an den Rotorex, oh, da ist ein Verlorener, ein paar Verlorene haben nur auf Twitch unterwegs, ich sehe schon, gleich mal die Ansage an, hey, wie viel Hansen? 30. Gleich mir die Ansage an alle Twitch-Zuschauer. Heute ist der wirklich letzte Twitch-Stream. Ab 1. Juli gelten die neue AGB, dann ist Schluss. Das ist YouTube only. Wer da nicht auf YouTube kommt, der ist selber schuld. Die Julia, den Sprenger, die Freier, dem Herrn Zart, den Luki, den legt mir am Arsch, den Rammstein. Hast nicht mal lang, ich darf noch ein bisschen mehr schreiben. Egal was, ein Improxy, ein Pelo, an den Michael, das muss ich abscrollen, weil ich sonst nichts mehr sehe. Den Mikey, an den Baby und den Rest der Mod-Squads. An Lucky, an Species, an den Rössler, an Marvel Maniac, an Forest Quarter, an Sattler, der Wife, an Bugel, an Forest Quarter, den haben wir schon gehabt, an Freaky, an Halde, an Hensi, an Dragoncry, an Alex, an Grüssi, an der Kasper. Der Kasper. Du musst mit B schreiben. Kasper. Schreibt man das, muss man wissen. Twitch bis zum bitteren Ende! Das bittere Ende ist heute ungefähr um 10 Uhr. Timmy Boy, mehr zu dir. Na, wollt bloß wissen, ob's noch liest, was ich schreibe. Hashtag von mir daheim. Ja, sechstes. Ich glaube aber eher, du hast dich vertippt. Ich glaube, da tust mir ein bisschen, da tust mir ein wenig, ich weiß das schon. Twitch, okay, bye. Das Video dazu ist übrigens auch fertig und es ist ein bisschen mehr geworden, als ich das eigentlich vorgehabt habe. Ich habe mir dann hergeguckt und habe mir gedacht, ja, machst schnell so ein Minutenvideo und gibst per View. Nein, Florian. Herr Bergdoktor, ich brauche eine Krankmeldung, es ist nämlich 8 und ich stehe immer nur in der Arbeit FML LOL. Warte, da gehst jetzt in meinen Discord und ich glaube, irgendwo habe ich mir eine gepostet, die kannst du einfach nehmen. Die kannst du einfach nehmen und Flo, 25 ist fein oder zu, wenn du nicht mehr zuschauen kannst, du hauen da, du Fotzgrobe! Was ist mit dir? Schluss! Ein Grüezi Twitch, so ungefähr, ja. Vielleicht gibt es ein Sneak Preview jetzt habe ich Vollgas. Ich hab gar nicht hergespielt, was ist das? Fusel. Benzian! Schöne Grüß! Hashtag E-Mal Feuerwehr Jan. Ich weiß nicht, was E-Mal Feuerwähler Jan. E-Mal Feuerwähler Jan. Ich glaube, da fallen so viele Buchstaben, Alter, dass ich nicht weiß, was man sagen wollte. Aber jetzt wieder ein Resub! Bussi aufs Nussi. Dere Birger, wie wäre es denn, wenn du deiner Tröte mal eine kleine Blase geben würdest, die ist langsam zu leise. Ich wäre für Alphorn. Aber da muss ich mir, wenn dann mehr, das ist ja 5 Meter langes Alphorn. Dass ich zum Balkon, zum Balkon rausgehen muss, zu meiner Tröten. Das war richtig gut. Was kostet so ein Ding? Hat jemand so ein Ding? Nein, oh Gott. Also, ich war so kurz davor war ich, dass ich mir denke, so, hey, schau her, das ist das erste Mal seit wieder mal langer Zeit, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft, wenn ich online gehe. Gut, es ist Mittag, es ist mitten im Sommer, etc. Es ist alles ein wenig ruhiger, bla bla bla. Dann denkt sich eine Freier und ein Florian und die ganze Rest, weißt du was, fick dich doch dann! Ja, dann denkt sich der Florian, denkt sich nochmal, fick dich doch dann! Ich schmeiße Geld, wann ich will, wo ich will und in welcher Rahmenfarbe ich will. Es gibt keinen Türkisen. Doch! Ist es Türkis? Ich glaube nicht, ist hellblau. Muss das jetzt nicht schon gewesen sein von mir, lol? Irgendwie schon! Aber boah, eine Zeit lang Ruhe. Sag's, wie es ist. Schluss jetzt. Freier, merci dir. So heute. Merci so heute. Marvel Maniac, merci dir. Komplett im Arsch. 40 Kilometer. Boah, leck 40 Kilometer Reil von der Brady. Da kann ich 20 geben. Was? Und dazwischen 30 Meter gibt Pflaster. Ich sterb vor körperlichen Schmerzen und so. Felix! Ja, jetzt chillt einige Nierscheiben, Bitte, nein. Warum ist denn das immer dasselbe, wenn einer anfängt, dann fängt es eskalieren an? Es ist immer das Gleiche. Ihr stachelt euch gegenseitig an. Ich tue überhaupt... Ich fange einfach wieder das Hitchis fressen an. Ja. Hitchi für alle, Press F in Hitchi. Ja, könnt ihr euch mal Fresserei anhören. Das ist was ich am allerliebsten mag.
wenn man etwa im Discord oder in einem Stream oder in einem Video ins Mikrofon frisst oder koppt oder sonst irgendwas. So richtiger, oder du wirst zum Zuhauen. Das ist die respektloseste Scheiße, die ich kenne. 25 Euro Sensui und du woadas. Gerät net, bist das wert und jeder Stream ist Entertainment im höchsten. Nivea. Nivea! Weiß in der Zeigefinger Leute, schild bitte die Kniescheibe. Race, merci dir. Es ist zu viel und du weißt es. Du hast es selber geschrieben. Merci dir. Timmy Boy, merci für den Euro. Ich Schwachkopf! Freier nochmal, merci, Schluss jetzt. Ich weiß nicht, was du dem Flo damit zustimmst, aber wird schon passen. Felix, merci für den 24er, du wolltest einmal wieder, passt. Klang wieder für die nächsten 18 Monate, keine Ahnung. Dann kommt der Löwensepp noch schnell dazu, der hat mir schon Sorgen gemacht, der Schmiedi ist auch noch nicht da, das macht mir Sorgen. Sprengi ist da, das weiß ich. Sprengi ist da, das weiß ich. Schluss jetzt! Löwensepp, habe ich die Ehre, Birger, as fucking schöner Stream. Was hältst du von Railways Empire 2? Das habe ich tatsächlich schon auf der Wishlist. War das in Eftel was für ein Stream im Sommer? Eventuell ja. Jo, weil ich die letzten 2 Monate Merci. Schicht gehabt hab und Flo! Mitternacht in der Arbeit GSTUNDN bin. Du musst jetzt einmal deine Arbeit wechseln, Flo. Ist einfach yes einmal noch hauen, was ich vorher nicht Kinder hab. Ich schreibe dir jetzt dann eine Krankschreibung für 75% Behinderung, dann musst du nicht mehr in die Arbeit gehen. Das ist ein Deal. Stell dir vor, du hättest diese Macht, oder? Stell dir vor, du hättest diese Macht, die Leute behindert. Nicht mehr krank schreiben, ich bin der Bergdoktor, sondern ich schreibe die behindert, oder? Flo, merci dir, bitte aufhören jetzt. Ist okay. Switchy, merci für den Zwiegel 50. Habe die Ehre, halbe in der Hand und Bürger am Schirm. Alles falsch gemacht im Leben. Benson, merci dir. Wo haben wir das? Sollte heißen, ehemals Feuerwehrler Jan. Jetzt verstehe ich es. Halbwegs zumindest. Pelo, merci für den Resub. Pelo, merci für den Resub. Gester Rhyme, ich mache auf künstlich interessiert und Nutten denken, ich bin nett. Lalalala und fick dich wie Kotelett, Fotze, irgendwie sowas. Es war auf alle Fälle ein KKS-Text und ist Pimp-Legionär? Pelo, ist es Pimp-Legionär? Luke! Mann, warum muss nie mehr irgendjemand übertreiben? Oh, halt bin ich stimmlich in Höchstform. Oh! So, jetzt brauchen wir ein neues Mikrofon. Ah, das hat gerade der Luki wieder einer gesponsert aus Mittelfranken. Passt. So, wo waren wir? Luki hat der 50er ist zu viel. Irgendwas mit Mittelfranken. Donnerwetter, weil es so schön ist. Grüße aus Mittelfranken, ne? Schöne Grüße zu Glöffler Sepp. Merci dir, 50er ist maßlos übertrieben und ich weiß immer noch nicht, ich weiß einfach immer noch nicht, warum das kein Ende nimmt, Alter. Ich mach schon seit Ewigkeiten nicht mehr das. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Ihr werdet es schon wissen, keine Ahnung. Luki, merci dir an alle von ganzem Herzen. Dankeschön. Weiß das eh, was es ist. Marvel Maniac, absolut richtig. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Wo ist die Rüttelplatten? Was für Rüttelplatten? Nice Gehör, Bitch. 8 Minuten online und schon 200 Steine verdient. Glaube ich, ich hab keine Übersicht, wie viel das ist. Lass ich mir nie anzeigen. Das ist mir auch scheißegal, ne? Sag ich dir, es ist. Natürlich ist mir nicht scheißegal, aber ich mache nicht den ganzen Tag den Betrag da vor meinen Nosen. Und dann am Ende passiert folgendes: oh ja, Heinz plus 869, ja, da kann man eigentlich schon um 3:10 aufhören. Tschüss dann! So, jetzt ist gleich 10 nach, jetzt halt ihr mal Fotzen, so schaut's aus. Wir spielen heute weiter, wo wir letzte Woche angefangen haben und haben wir, glaube ich, ist ein Indie-Game? Ich weiß nicht, ich darf schon sagen, es ist ein Indie-Game. Es schaut nach Indie-Game aus, auf alle Fälle. Ein Indie-Game entdeckt mit einem Genre-Mix, den ich so noch nie gesehen habe. Aliens. Dark Descent. Ich habe ein bisschen Bedenken gehabt am Anfang, sag ich dir ganz ehrlich. So ein bisschen ne, Konfigurationsdatei, die sollte man vielleicht nicht da veröffentlichen. Servus, Sektion Twitch anwesend, Herr Cube Twister. Kurz mal, vielleicht, wie viel hatten da jetzt auf Twitch? 72. Kurze Ansage an alle Twitchler. Das für. Habe DRRRT aus Dingolfing. Halt jetzt zurück aus Landau! Bei den Dingelfinger dingen wir nix, die arbeiten alle in der BMW, die Omas geht. Columbus, merci dir, Alter. Bitte. Ich hab nicht gewusst, dass ich im Sommerloch diese Ansage machen muss. Bitte
reißt euch einigermaßen zusammen mit den Beträgen von den Donations. Es ist völlig utopisch. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich habe immer, wie soll ich sagen, das Gefühl, ich werde dem nie gerecht und nie mehr wieder gerecht werden, weil was da in der Vergangenheit passiert ist, ist absolut gestörte Scheiße. Und bitte eskaliert's nicht so mit den Beträgen. Von mir, weißt du, mach 5 mal 10 Euro. Wenn es unbedingt sein muss. Dann spann's nämlich selbst ich nicht, wie viel das ist. Ende des Monats ist, Geld ist da. Ist schon wieder Ende des Monats. Ist doch noch nicht Ende des Monats. Wir haben immer, ich weiß nicht, wir haben immer noch 3 Tage im Juni. Wer kriegt denn sein Geld am 28.? Ich weiß nicht! Da stimmt doch auch was nicht! Sesselsepp, wer ist wieder 5er? Bist halt der Beste! Nein, das ist einfach total übertrieben und gelungen! Passt nicht, Schmied! Birgsei! 60 im Europapark. Was? Shut up and take my money. Was sagst du dabei? Gerade dir einen schönen Grüße. Ich wünsche euch unfassbar viel Spaß im Europapark. Wahrscheinlich wird da nichts mehr los sein jetzt um 10 nach 8. Ich weiß es nicht. Ich war mal als Kind im Europapark. Aber da war ich glaube ich 5 oder so oder 6. Da kann ich mir nichts mehr erinnern. Außer an die große Kugel. Hat's da nicht, das ist schon der Europapark, oder? Da wo es diese fette silberne Kugel gibt, wo eine Achterbahn drin ist und so. Die haben es damals gerade gebaut gehabt, glaube ich. Oder die war da gerade im Bau. Ich weiß nicht mehr. Erstes Halbjahr ist schon rum. Das ist absolut richtig. Das erste halbe Jahr. Wo ist denn die Zeit gegeben? Jetzt haben wir Mitte 23. Oder in weniger als 6 Monaten ist Weihnachten. So. Leute, jetzt halt's einfach. Leute, dankeschön. Seriously. Please zusammenreißen mit den Donations. Sonst hocken die Leute wieder rum. Hey, wie geil. Was es eben ist. Ganzen Klappspaten, die, was weiß ich. So, Alerts aus. Wir starten das Spiel. Und dann werden wir wahrscheinlich sowieso erst einmal wieder ein bisschen brauchen, bis wir reinkommen, weil die Steuerung war doch sehr eigen. Kennt man schon Last Christmas hören, oder? Eigentlich kann man langsam anfangen, ein paar Spekulatius außer zum Grein. Naja, 6 Monate sind ja fast 50 Streams. Wie viele Streams? Ja, ich habe mal das grob umrissen. So, es sind ungefähr 100 Streams im Jahr. Wenn ich jetzt natürlich öfter, so wie ich es jetzt am Anfang des Jahres habe gemacht habe, öfter mal am Freitag, Samstag und so weiter mit Stream und vor allem dann viel länger als normal, dann werden halt die Streamtimes gleich exorbitant viel mehr. Herr Sesselmann! Sesselsepp ist gut! Du hast aber jetzt Sesselsepp, ob du magst oder nicht, ist mir scheißegal. So, umschalten! Leute, Dankeschön, Schluss! Aliens, Dark Descent. Los geht's. Erst einmal dringen von der guten alten Klosterfrau Melissengeist halbe. Alles drunter ist Schwachsinn. So. Hello, Administrator Hayes. Mein Name Administrator Hayes. Alles klar. So. Also. Wo haben wir stehen geblieben? Wir haben ja in der ersten Mission. Und diese Missionen kommen... Schluss hier! Das war der Zwitsche, die Miete! Wir kommst auf 32 Euro, ich weiß nicht! Servus, so nachdem der Abend richtig bescheiden angefahren, brauchen wir jetzt ein wenig Bürgerheilung. Ja, aber das wird nicht besser, wenn der Geldbeutel leist, gute Frau! Was tust du denn? Dankeschön! Zwitschi, Geld ist seit heute zum Mittag da, hoch die Tassen und außen mit den Donations. Ihr Klappspaten hier, Kruzifix. Ich glaube, ich muss auch mal wieder da... Gut, wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, nehmt den Donation-Link in der Beschreibung her. Fertig ausarmen. Beim Netto rücken die Lebkuchen aber einfach so nicht raus. Ja, da muss es zusammenschlagen, ich verstehe die Frage nicht. So! Ja, ich würde sagen, wo haben wir letztes Mal stehen geblieben? Have a nice day. Wir haben... Jetzt hört jetzt zu mir auf. Ich darf so gerne Spiel spielen! Auch liebe Grüße von meiner Frau und mir. Morgen geht's auf in Kurzurlaub. Heute noch Bierger, passt. Viel Spaß im Urlaub. Merci dir! Schluss jetzt! So. Wir können Waffen freischalten. Aber nur, wenn wir bestimmte Personen, ja genau, nur bestimmte Marines in unserem Squad haben, die bestimmtes Level haben und so weiter und so weiter. Recht weit haben wir natürlich noch nicht nach der ersten. Über die Waffenkammer erhältst du einen umfassenden Einblick in jede einzelne deiner Marines. Wir haben da ein paar Marines. Warum ist denn da Plus? Haben wir mir da schon was geskillt? Verfügbarer Verbesserungsslot. Was kann man da rein? Ach, da kann man mehr. Ah, das haben wir letztes Mal nicht mehr gemacht, glaube ich. Gell? Wir haben nicht mehr geskillt. Wir haben jetzt da, warum haben wir jetzt da in der Krankenstation? Die haben alle Level 1, müde. Ach, dann, jetzt pass auf, der McDonald, der Sharp und der Webb. Das sind die wir in der letzten Mission gehabt haben und darum sind sie müde. Was bedeutet müde? Zustand, verringert die Tapferkeit um 10. Was ist Tapferkeit? Was? Ja gut, die haben ja so einen geistigen Zustand unterm Schmerz, ich verstehe schon. Das heißt, wir müssen quasi andere Marines nehmen. Können wir
können wir haben doch die umnehmen können, oder? Anpassen. Anpassen, ja. Lara Lesbos, waren wir letztes Mal schon. So, der Erste, der in den Chat schreibt, Gacki-Wurst und Bisi-Strahl, wird zu dem Marine. Los. 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 Sprengi, passt schnell. Sprengi, Nachname. Was soll ich denn das jetzt? Sprengi, was steht hinter der? Sprengi 86. Der Sprengi 86. Ja, du bist unser Diversity-Beauftragter. Machen wir zufällig. Wie gefällt's mir gut? Machen wir männlich draus. Ja, das schaut gut aus. Ich weiß nicht, die hat einmal ein Alien ins Gesicht gespritzt. So, zurück. Was, untauglich? Warum steht da untauglich? Persönlichkeitsmerkmal unter. Der Marine hat ein weniger Gesundheitspunkt, wirkt sich nicht auf die Rüstungspunkte aus. Sprengi, wieso bist du schon wieder untauglich? So, das ist die Nummer 86, da müssen wir es umnennen. Hilft nicht. Ja, wir müssen uns die Zeit nehmen. Ja, Management ist, müssen wir so mal, das ist der Sprengi, der 86er Sprengi. So, zurück. Zurück. So, da haben wir einen Sprengi. Dann, der Nächste, der in den Chat einschreibt. Verhunagelt. Wird zu dem Marine, der ist ein bisschen pink. Verhunagelt, der Patrick. Patrick, der Unterstrich. So, wir brauchen 4 Marines. Oh, was skillen wir für einen Patrick? Wir haben beim anderen eine Munitionstasche dabei und da haben wir für jeden Marine, der mit diesem Attribut im Trupp erhöht sich die maximale Kapazität von Sanitätsartikeln und Werkzeugen. Weißt du was? Einen nehmen mit einem Rucksack. Du bist der Backpacker. Was, warum geht das nicht? Backpacker. Ach, man muss oben bleiben. Ja, okay. Schließen. So, dann haben wir noch einen. Anpassen. Der Erste, der in den Chat einschreibt. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Punkt. Und wer verhunakelt mit F schreibt, ist sowieso generell raus. Übrigens. Oh, da haben wir der Erwin von Witzleben. War der Einzige, der es mit dem Punkt kapiert hat. So. Von. Stopp. Der Erwin. Von Witzleben. Jeder, der zuschaut, der meint wahrscheinlich. Erwin von Witzleben, du kriegst eine Munitionstaschen. So, und der nächste ist für YouTube only. Ja, aber ist ein bisschen mehr Delay hat YouTube. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, und die 5 Sekunden auf die ist auch geschissen, okay? So, was haben wir noch für einen? Kurz. Anpassen. Achtung, wer das jetzt auf Twitch schreibt, ist raus, okay? Es ist YouTube only. Ich werde nur YouTube-Nachrichten berücksichtigen, okay? So, wer als erst schreibt, Sandra Kurz. Genauso wie sie da geschrieben ist. Der ist raus. Der ist drin, Entschuldigung. Mister einfach nur Kur. Kur gelangt nicht. Indiana Jones, was weiß ich denn? Raus, jawohl! YouTube, hallo! Da, Oder das war jetzt so schnell, dass ich aufscrollen muss. Wer war der Erste? Ja, ihr habt es alle falsch geschrieben, Wer hat geschaut, wer hat... Da ist der Erste! Schon wieder der Sprengi, du Spacken! Du bist der Einzige, der schaut! Da, der Wolfrick! Wolfrick! Platzgitter! Skitter wahrscheinlich, aber das ist ja nicht so tragisch. Da, du kriegst da Munitionskisten. Oh, und ein Mob ist da übrigens. Und nochmal männlich. So, passt auf. Also, das ist ein geiler Fokuhila. Geiler Fokuhila, Alter! Stabil! So, haben wir da? Ist das ein Mo? Die Frauenquote ist definitiv zu niedrig, Kinder. Die ist zu niedrig. Der Erwin ist ein Mo. Okay, so. Dann da die Song. Gehen wir zum Befehlsdeck und steppen wir straight in die erste Mission nochmal, wo wir schon mal drin waren. Online-Farmer. Der Bürger, Frau oder Warhammer? Why not both? Sie soll sich unter den DJ hocken, währenddessen du bemalst. Den Rest wisst ihr, wie es ist. So, keiner hat gelesen, wie ich es gesagt habe, ich soll es lesen.
Die Frau schreibt mir mit TZ. So. Nicht zugewiesene Ärzte in der Krankenstation. Deputy Administrator Das heißt, er ist noch einen Tag da drin, dann gehen wir an meinen Doktor und dann ist er instant raus. Das ist ja eine tolle Talk to you soon. Geschichte. Naja, gut. Mission kann nicht gestartet werden. Es muss ein Tag vergehen, bevor ein neuer Einsatz verfügbar ist. Okay. Dann machen wir den nächsten Tag. New objectives are awaiting Jawohl. review. Nervenzusammenbruch. Anfänger sprengen hier leider einen Nervenzusammenbruch. Anfänger sprengen wird erschöpft. Sprengi, was ist denn mit dir? Himmel, Herrgott! Sag mal! Was sollen wir tun? Befiehl den Marines, sich auszuruhen. Anfänger sprengen wird erschöpft. Bist du fertig? Anfänger sprengen leider ein zufälliges Trauma. Sprengi, ich kann fast nicht anders. So viel Traumen wirst du mir schon... Ja, nein, da bist du ein bisschen erschöpft. Warum... Berechtigte Frage, Mr. Cube Twister, warum zur Hölle ist da keine Option exekutieren? Anfänger Sprenge wurde befohlen, sich auszuruhen. Anfänger Sprenge ist jetzt erschöpft. Super. Große Klasse. So, Kaserne nochmal, was mit dem Sprengi? Was genau macht erschöpft? This one won't let you down. 2 Tage, der Marine kann nicht zur Teilnahme an einer Mission. Sprengi! Jetzt muss ich noch so einen Trottel rekrutieren wegen dir. Die Alten sind aber auch wieder da schon. Wir haben den Code Mauri, Roots, Platzgitter, Sharp, Web. Nehmen Web. So, der Erste, der schreibt Wabbalabadabdab. Der ist drin. Auf YouTube only. Entschuldigung. Entschuldigung, Twitch. Entschuldigung, Twitch. Entschuldigung, Twitch. Ich sage jetzt so lange, bis der erste YouTube-Kommentar geht. Oh mein Gott, YouTube eskaliert aber gleich so krass. Wabbalabadabdab, der Maurer. Da. Maurer. Oder ist einfach nur Maurer? Muss ich schauen. Maurer. Maurer, der. So. Easy. Zurück. So. Befehlsdeck. Wir schauen mal aus. Ein Einsatz übrig. Man kann... Das ist also was, mit jedem Tag vergeht da herunten der Planetenbefall. Und wird immer krasser. Das heißt, wir müssen einen gewissen Progress innerhalb einer Mission machen, damit man so viel aus dem Abschnitt... Ich hoffe, dass der Abschnitt dann einfach weitergeht, weil er unspielbar wird. Dass man halt da so viel aussagen, wie geht in diesem Zeitfenster. Darum... Operations ready in the Schauen wir mal. Dead Hills. Befehlsdeck, Planetenbefall. Mit jedem vergangenen Tag schreitet der Planetenbefall voran. Wenn der Planetenbefall einen neuen Schwellenwert erreicht, steigt die Gesamtschwierigkeit aller Orte. Ja, super. Okay, dann müssen wir so viel aussagen, wie geht. Da sehen wir, Missionen haben wir letztes Mal bloß 5 von 14 gemacht. Und Datapads haben wir bloß 1 von 19 gefunden. Materialien gab es da 300. Und Sinotech hat es auch 2 Stück geben. Also da muss mehr gehen. Jetzt klicken wir das einmal an. Was heißt das da? Was heißt denn das? Von vorne anfangen oder was? Oh, weiß ich nicht. Na gut. Understood. Uploading mission data. Befehlsdeck. Wenn du deinen Trupp schon einmal für eine bestimmte Mission eingesetzt hast, kannst du bei zukünftigen Einsätzen den Einstiegspunkt deines Trupps auswählen. Wähle einen Einstiegspunkt um einen Trupp einzusetzen. Okay. Das ist natürlich schon geil. Da fährt uns dann der Panzer hier, oder wir sehen das. Haben wir nicht irgendwie Ziele? Tu mal... Ah ja. 1, 2... Wie viele Ziele müssen wir mir noch haben? 9 eigentlich, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ich sag da bloß 5. Naja gut. Dann darf jetzt ihr mal sagen... Können wir uns da... Warte mal. Wieso können wir uns da nicht ablegen lassen? Oder dann lassen wir uns da ablegen und machen wir die 2 Missionsziele als erstes. Dann können wir uns mit dem Panzer abholen lassen, lassen wir uns da runterfahren. Ja, kriegen wir schon hin. Oder nehmen wir zuerst den da herum, dass wir das weit entfernte Missionsziel da oben machen können. Ich weiß es nicht! Machen wir das da oben? Da gehen wir rein. Na, da gehen wir mittendrin gehen wir rein. Das war schon vorausgewählt, deswegen. Trupp zusammenstellen! Eingerostet, disziplinlos. Nix da. Das ist mir her. Smith, McDonald, Sharp, der. Das ist auf alle Fälle der. Wir waren das, glaube ich. Das war, glaube ich, der Patrick. Bin mir nicht sicher. Muss ich noch mal umnennen. Na, das war der Patrick. Dann war das der Maurer. Erinnert mich daran, dass wir die Marines noch mal umnennen. Ich habe am Vor- und Nachnamen vertauscht. Ja, der Witzleben und der Platzgitter. Ihr habt alle dasselbe Equipment. Das passt. Was nehmen wir mit? Das kostet uns alle was, gell? Wir haben 3
Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, das war meine Frage letztes Mal schon, wenn wir die Mission verlassen, nehmen wir dann die Schraubenschlüssel, also die Werkzeuge und die Sanitätskoffern wieder mit außer oder gingen die verloren? Das, Wir nehmen jetzt 3 Schraubenschlüssel nehmen wir mit und 2 Koffern. Mission starten. So, los geht's! Ein im Panzer! Und dann werden wir da mit System durchwerkeln. So schaut's aus. Profitruppe, ja nur Profitruppe. Absolutes Pro-Gaming, sag ich da. Da muss ich gar nichts mehr tun. Jetzt muss ich erst einmal schauen, ob ich noch klarkomme mit der scheiß Steuerung da. Falls das übrigens schon ein Ladescreen ist, dann finde ich, ist das ganz nett gemacht, anstatt dass einfach irgendein Scheißdreck dort steht und aber ich halt lieber mal mein Maul. Das gibt mit Sicherheit noch. Ja, natürlich kommt's noch. Feindliche Aggressivität. Die feindliche Aggressivität, ja, wir sollten so schnell lesen, sag. Haben wir alles schon gesehen? Haben wir schon da. So ist es mit WASD gleich wieder gegangen mit der Kamera und so und werden wir schon rausfinden. Panic Button, Leertaste. Panic Button, Leertaste. Absolut richtig. So, Map. Als erstes gehen wir mir... Das ist eigentlich wurscht. Als erstes gehen wir da rauf. Wir nehmen uns dieses Missionsziel. Auf und rechts. Haben wir schon unterwegs. Das war glaube ich so... Okay. Kriegen wir schon. Hurry up, Squad! Okay, so. Dann steppen wir mal da langsam ein. Die Aggressivität ist noch auf leicht. Wir schauen jetzt mal, wie wir zu ihm da reinkommen. Oh, die Datapads bergen. Die grünen Punkte müssen wir aufpassen. Jetzt ist die Frage, was da... Schau mal, was da los ist. Got a live one here. Got a live one here! We can't leave him in there. Your commander whispering in your ear, kid. Wait, how does he know that? You guys might want to join me in here. Seems it's safer behind bars than roaming free. Trust me, I've lived the Marine's life. I know. Keys are in the sheriff's office if you want to bunk down. Okay, we'll get that key. Das müssen wir einen Schlüssel finden, damit wir ihm da rausholen können, okay. Come on, team. Da bewegt sich was. Los, die 3 Kisten aufmachen. Wie war das gleich wieder mit Leertaste und dann habe ich da Schrotflinten, Leuchtfackeln und den ganzen Scheiß, okay. Ja, kriegen wir schon. Da unten auf der Minimap blinkt was auf alle Fälle, das scheint aber kein Alien zu sein, weil sonst darf sie sich bewegen. Hurry up, squad. Aber gut, so, ab ins Sheriff-Büro, das Ding looten. Ralfi, mir ist wieder ein Zehner! Datapad bergen, das Ding bergen, die machen das dann automatisch. Now we know why the sheriff didn't answer. Looks like she put up. Cool gemacht auf alle Fälle, dass der nächste Marine die Aktion ausführt, währenddessen können die anderen weitermachen. Oh, ich hab das Gefühl, dass der weiße Punkt näher kommt. Ist der jetzt, bin ich näher zum weißen Punkt gekommen, oder? Was ist das da? Überblick. Stress und Ding, ja, das haben wir schon gehabt. So, jetzt müssen wir da rauf. Der weiße Punkt bewegt sich schon, oder? All right, Marines. Zelle entriegeln, los. Na, immer den weißen Punkt da unten Access im granted. Blick behalten. So. Folge uns. Back to the core, buddy. Come with us. Like the So, old und jetzt days. müssen wir zurück zum... Noch passiert nicht viel. Noch passiert nicht We don't viel. need criminals weighing us down. Maybe. Und der weiße Punkt, was auch immer der ist, weiß ich nicht. Were you Aber a wir core werden bomb sehen. Marine? 7 years before they can. Bring Torrance zum Why would Panzerwagen. they do that? Same thing as put me in here. Wasn't so good with orders, you know. Und jetzt? Achso, ja, Trupp verlegen, Trupp Überlebende herausholen. Sehr gut. So. Jetzt drehen wir die Karten wieder nördlich. Double time. Und dann verpissen wir uns da oben. Machen wir Map auf, markieren wir die Mission. Solange noch nichts passiert, bin ich super zufrieden. They're headed our way. Mag ich gern, wenn nichts passiert. Wunderschön. We could. Was haben wir jetzt da drin? Interrogate the quartermaster's record terminal instead. In die Materialien. Dann müssen wir das Ding hacken. Terminal des Warnlagers. Okay. Nothing. Weißer Punkt ist Alien, das weiß ich nicht. Ich denke, aber es bewegt sich halt nicht, weil vielleicht ist verbuggt, kann natürlich auch sein. Aber ein Alien bewegt sich normal. Check this place out, Marines. I'm marking the location. Okay, jetzt müssen wir wieder in eine andere Location, oder was? Was ist da? Was sagt das Ausrufezeichen? Erscheinungspunkt. Was ist denn ein Erscheinungspunkt gleich wieder?
Wie stehen die Chancen, dass der gleich mit einem Chestburster explodiert? Der wird mit Sicherheit auch noch kommen, garantiere ich dir. You looking for a nice spot for a picnic or what? Ja, woanders gehen wir jetzt da nicht aus, jetzt gehen wir vorne wieder raus und dann da um. Ich weiß auch nicht. Was hat jetzt die da markiert? Betritt den Generatorgebäude der Kolonie, finde Everly, das ist da oben. Was für ein Punkt ist denn jetzt da dazugekommen? Der da, gell? Dann machen wir zuerst den unteren Punkt und dann gehen wir da oben rauf. Ja, systematisch so kurze Wege, wie es noch gerade irgendwie geht. Und diese scheiß Kamera irgendwie hinrichten, damit ich mich halbwegs auskenne. Double time. I have multiple Jetzt sind schon 2 weiße Punkte da drin. Oh, das bewegt sich auch. Das bewegt sich auch. Wir verpissen uns. Wir verpissen uns, wenn wir nämlich draufschießen, dann werden sie aggressiver und die anderen hören das. Wir gehen da oben auf. They're headed our way. Nein, unten gehen wir rein. Unten rein. Abflug. Beim Rufzeichen kommen die Aliens raus, glaube ich. Das hat man ihm auch gedacht, dass da so ein Alien-Loch ist. Ugly freaking place. They're built to last, not to look nice. Let's find that equipment stash. Okay. Equipment Stash. It's quiet. Da haben wir was. Quiet. Da haben wir Let's see was. what's inside. Haben wir mich nicht da irgendwie... Ah ja, mit der linken Maustaste haben wir umeinander leichten können. Da haben wir noch was. Let's see what's inside. Okay, solange am Bewegungsmelder nichts ist, ist alles cool. Kannst du nicht Türen verschweißen? Ja, stimmt, aber ich habe noch kein so ein System entdeckt irgendwie, dass ich wisse, was jetzt da Sinn macht. Außer ich kenne ich kenne auch die Map noch nicht auswendig. Hurry up, you slow. Die ist ja doch sehr, sehr, sehr komplex. So, jetzt müssen wir da... jetzt müssen wir da alles durchsuchen da drin, okay. Achtung, wieder nördlich dran, damit ich mich einigermaßen auskenne. Gehen wir mal in den oberen Komplex einer. Shit, it's coming to us. Was ist coming to us? Direkt vor mir muss was sein. Da muss ein Alien drin sein. Was zur Hölle? Gehen wir mal da einer. Gehen wir mal langsam zurück aus. Nicht stressen. Plündern. Inventar ist voll. Got nothing. Was tut der weiße Punkt da unten? Move on. Okay, Hammer. Das kann die jetzt zuschweißen. Aber dann können wir die nicht mehr aussehen. Und ich glaube, die Aliens kommen nach einer Zeit auch wieder. Was ist mit dem weißen Punkt da unten? Jetzt ist er weg! Jetzt ist da hinten ein weißer Punkt! Ich kapier gar nichts. Got a body here. Was, got a body hier? Okay. Right now. Datenpad bergen. Smuggler. Is there anything on Irgendwo, the body? da haben wir noch was um. Haben wir sonst noch was Grünes? Da haben wir noch was. Und da haben wir auch noch was. Transformer station? Hunslet. Ziel abgeschlossen. Advise Sehr on that gut. from up there. Yep, Sehr yep, gut. yep. Ja, Marking ich the bin immer noch nicht so ganz schlüssig, wann da diese Alien-Viecher außer kommen sollen und wann die getriggert werden. Ich bin mir nicht sicher. So, haben wir einen Haufen Materialien ausgezogen. Map. Da ist auch so ein Alien-Loch, hä? Ja, da ist so ein Alien-Loch. Move on. So, jetzt gehen wir nach unten. Wir gehen nach unten. Map nördlich ausrichten, damit wir uns auskennen und sprinten. Moven. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Die weißen Punkte sind geil asozial wie in den Filmen. Ja! Die hören sich ja ganz genau so und ich weiß ganz genau, was geschlungen hat. Wenn's piepst. Der hockt im Lüftungsschacht, Bürger, wenn sich der Punkt nicht bewegt. Hab ich vorher auch kurz überlegt, ob das die Möglichkeit Squad sein... leader here. The signal comes from behind this bulkhead door. Was Looks ist like a da? decontamination chamber. You should be able to cycle it. There should be a terminal next to the entrance. Terminal next to the entrance? Ja. Shit, it's coming to us. Shit, it's coming to us. Die sitzen alle in der Luftschleuse drin. Ich weiß nicht, warum die nicht kommen. Die bewegen sich alle nicht. Da muss uns drin sitzen. Process commencing. Okay, wir verpissen uns einmal da. Processing. Dann haben wir die Leiche aufklappen. Contamination halted. What the? That's close enough. Who the hell are you? USCM, ma'am. Oh. Responding to Sheriff Sousa's distress call. Alle in Schusslinie, falls da von unten was kommt. I could use some of that. Decontamination process restarted. Processing. Processing. Decontamination complete. Okay.
team. Okay, den müssen wir auch zum Panzer bringen. I'm a veterinarian around here. Die In Tierärztin. here when everything went to hell. Problem is, when you do that, it's kind of hard to get back out again. Guess I wasn't thinking straight. You know the situation? Not Ist doch much. schön, wenn das Piepen immer schriller wird. Zitronenbaum, die habe ich total übersehen. 2 Tipps: weiße Punkte, die sich nicht bewegen, sind Aliens, welche zum Beispiel in Luftschächten verweilen. Hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Kommst ihnen zu nahe, greifen sie an. 2. öfters auf die Map schauen, damit du siehst, was du in den Räumen vergessen hast. Ressourcen, sehr wichtig. Sagt mir das, wenn ich in einem Raum drin war. Weißt du, was ich überspringen mit das? Ich kann es nicht überspringen. Ganz ehrlich, mich interessiert in dem Spiel auch wieder nur das Gameplay. Die ganzen Mini-Stories und so, ist mir scheißegal, weil das Gameplay, glaube ich, wirklich geil ist. Aber wie gesagt, wir haben halt in der ersten Mission. What's inside? Also pass auf, Map. Was heißt das, dein Trupp kann hier einen Schutzraum schaffen, um seinen Stress zu senken? Ach, da muss ich zuschweißen wahrscheinlich. Aber um was da sagt man das. Okay. Ja, gut, das habe ich nicht gewusst. Danke für den Tipp, sehr guter Tipp. Wenn man den Raum betreten hat, dann sagt man offensichtlich, dass da Datapads und dass jetzt Sachen drin sind. So, was ist jetzt da mit dir? Folge uns. Los. Move on. So, ab zum Panzer. Wo ist der Panzer? Der steht. Shit, it's coming to us. Ja, sitzt im Lüftungsschacht. Squad. I think company's coming. You sure? I see nothing on your trackers. Anyway, I guess you could always put those sentry Da guns. kommt was, da kommt was, da You're kommt learning was. fast, Administrator. Place that gun, Marines. Stellt die Waffe. Oh, jetzt kriegen wir was Gutes. Öffne das Fertigkeitsmenü. Und wir müssen Sentry Gun. Ein automatisches Geschütz. Der Marine setzt ein automatisches Geschütz ein, das automatisch das Feuer auf Feinde eröffnet, kann aufgenommen, nachgeladen und repariert werden. Das schießt automatisch auf Feinde im Sichtfeld. Du kannst die Platzierung und Ausrichtung des automatischen Geschützes ändern, indem du die linke Maustaste drückst und in die gewünschte Richtung ziehst. Wähle die Fertigkeit, ja. Da darf ich es jetzt nicht hinstellen. Ich darf es weiter da ja hinten hinstellen, damit es schöner schießen kann. Aber gut. Und jetzt müssen wir die. Oh, das hat aber einen großen Schusskill. Alright, we're all set. Aufbauen! Coming. Und wir platzieren uns dahinter! It's a warm welcome, Marines. Open that door. Wir platzieren uns dahinter. Open the door. Okay, Luftschleuse. Access and terminal. Werden wir schon kriegen. Und zur Not haben wir ein Sperrfeuer rein. Decontamination Sag mal her. process engaged. Alle sagen, kann man da irgendwo in Deckung gehen? Nicht, gell? Processing. Decontamination complete. Da kommt das Mistvieh! Intact. Oh, da kommt mehr. Should be able to work. Da kommen 4 Stück. Okay. Alter, das ist ein voll. Oh. Okay. Automatisch Geschütz nehmen, nachladen. Verbesserung. Und wie kann man es reparieren? Hat das jetzt keinen Schaden gekriegt, oder was? Leuchte deine Ziele aus. Leuchtfackeln verleihen dir einen Treffsicherheitsbonus, wenn du auf Xenomorphs in der Nähe schießt. Wenn du weißt, von wo die Xenomorphs sich nähern werden, dann verwende eine Leuchtfackel, um die Treffersicherheit zu erhöhen. Okay. Move on. Move. More signals incoming. Achtung. Leuchtfackel ist das da. Leuchtfackel schmeißen wir einfach straight da so Let hin. there be light. Incoming. Ballern! Let's rock. Alle in der Leuchte! Alter, das ist voll viel! Ah! Marine unconscious. That gun's a freaking lawnmower. Der zückt uns den Spezi weg! Die haben uns einfach alle umgebracht! Bring the vet to safety. Du Mistvieh! Hold your fire. You'll kill her. Shit, man. God. What the hell was that? Did that critter just steal the vet from you? Damn! I just lost McNeil's PDT. They're abducting people. It could explain why I was reading only 7 PDTs. I'll dig into the data transmitter's history. Maybe there's more survivors out Verletzt, niedergeschlagen. Tragen, Befehle für Marines. Damn it. Gotta lose some weight. Wir schauen überhaupt nicht gut aus! Hang in there, man. Shit, it's coming to us. Oh shit. Oh Gott sei Dank, das hockt bloß im Move Ding. on. Hurry up. Schneller, moven. Zeigt zusammenklauen. Hate this job. Ja, der andere liegt im Koma! Got him. They're looking Kommen wir den nicht heilen? Wir kommen gleich wieder heilen. Wir kommen heilen.
Verwende für Medikitspillen, Stimpicals und alles, was mit der medizinischen Behandlung zusammenhängt. Wie ist denn das gleich wieder gegangen? Sperrfeuer wo? Ja, gut, ich hab gemeint, das klang so! Ich hab nicht gewusst, dass die 4 gleich so krass sind. Gut, wie viele Filme muss ich noch schauen? Reparatur nötig. Dann Take a breather. reparieren und nehmen, automatisches Geschütz reparieren. I hate this job. So, was ist mit ihm? Absetzen. Contact me. Get up, sweetie. Ja, chill die Kniescheibe. Chill die Kniescheibe. Was ist mit ihm im Koma? Sentry gun fixed. Oder ist es schon zu viel? Take a breather. So schnell kriegen wir aufs Maul. Kruzifix. Oh, da oben rennt der Alien rum. Der ist bewusstlos. Der ist bewusstlos. Verringert die Stress. Ah, mir so kann man, hätte man heilen können, oder You was? lost your track, squad. Good job. Okay. Automatisches Geschütz. Okay, nachgeladen ist. Repariert ist. Die Frage ist, was wir jetzt tun. Was ist das da? Vergeltung. Einer AP oder 2 AP, die hat sich gefallen. Müssen wir uns jetzt schon wieder verpissen? Oh. Hang in there, man. Healing. Oh shit, Mann. Oh shit, Mann. Nimm den mal. Damn it. Nimm den mal. Wait. Haben wir eigentlich unser... Hang in there, man. Haben wir eigentlich unser Tussi verloren? Oh scheiße, unser Tussi ist auch tot. Verdammte Scheiße, ist das schnell gegangen. Ja gut, du musst alle Fähigkeiten auf die Viecher da, weil sonst ist es gut. Move. So, die Frage ist, was wir jetzt deren da damit? Wir müssen mal austragen, es hilft sowieso nicht. Damn it. Gotta lose some weight. Zu zweit reißen wir mir da gar nichts. Hang in there, man. Geschütz nehmen. Packing sentry gun. Dann packen wir den zweiten. Wir haben ihn unentdeckt. Also die Viecher wissen nicht, dass wir da sind. Wir machen jetzt ganz leise. Ja, den tragen wir auch. Damn it. Und dann verpissen wir Gotta uns. lose some weight. Wir haben ja keine anderen Optionen. Kommt jetzt das Mistviech da daher, oder? Na, ist schon weg. Move on. Nein. Leon. Mr. Kubala, Sepp. Zusammenreißen. Merci dir. So, wo ist der Panzer? Panzer! Na bitte, kommt jetzt da kein Viech nicht, weil sonst sind wir alle tot. Ich hab einen Platzgitter und einen Maurer sterben lassen! Er hat's ja nicht tot, er hat's bloß im Koma. Mal wieder nördlich ausrichten. This is a suicide run. Was ist das? Suicide Run? Trupp exfiltriert. Der Trupp ist zu weit vom Panzerwagen entfernt. Ja, dann mal schneller! More signals incoming. Oh shit, Alter, da sitzen wieder 25 Viecher in die Lüftungsschacht drin. So, Trupp, Marine sichern. Oh, jetzt sind schon 4. Okay, verpissen wir uns. Wenn sie die anfangen zu bewegen. Oh, einer bewegt sich ja. Don't get too comfortable. Guys, helft nicht! Oder sollen wir Versteckstisch spielen? Sollen wir es probieren? Sollen wir es probieren? Ich weiß auch nicht! Zu zweit werden wir nichts zu reißen! Außer mit allen Fähigkeiten. Ich weiß auch nicht! Oh, das Mistviech kommt gleich. Good now. You're good. Move on. Kommt das da raus? Hurry up. Ja. Tschüss dann! Ja! Ist die Tier jetzt nicht hier oder wie? Ja, die haben es offensichtlich, haben es die gefressen. Das ist vielleicht gar nicht einfach, Kruzifix nochmal. Na gut, Memo an uns, alle Fähigkeiten einsetzen. Leuchtfackeln, Geschütze, Speerfeuer von 2 Leuten am besten und überhaupt. Abflug. Nein, was? Way. Light 'em up. Good job, guys. Und jetzt hätte ich aber einen Schlaganfall gekriegt, wenn die. Ebenfalls nice to know, der scheiß Panzer kann auch schießen. Wenn man mir gejagt wird, leck, Alter. Ja, ich sag schon, zähes Spiel. Okay. Aber wir haben ein paar mehr Datapads, 2 Missionen haben wir gemacht. Auch wenn die eine, was, rettet hier jetzt den. Hat nicht hingehört, aber gut. Wage es nicht, mich zu verrecken zu lassen. Niemals lasse ich euch verrecken. Einer hat sogar ein Level. Mr. Wolfric.
ihnen fehlt. Hat der Wulfric Knierscheim? Ist die eigentliche Frage. Okay, das war nix. Ja, Orni. So, der Torrance ist gerettet. +1 Rekrut. Was heißt denn Torrance gerettet? Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist unser Inventar. Wir haben Sinoproben mitgenommen, Materialien haben wir nicht entdeckt, wieder automatisches Geschütz haben wir mitgenommen. Ah ja, und die Werkzeuge und Sanitätsartikel, die nimmt man wieder mit aus. Das ist wichtig. War komisch, wenn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schau dir das an. Das war nix. Was? Wir haben 19 Drohnen gekillt. Okay. Hello, Administrator Hayes. So. Have a nice day. Können wir gleich einmal anfangen. Mr. Platzgitter. Amputiertes Bein. Zu OP schicken. Ist er uns das wert, der Wulfric? Übrigens, Herr Kubalasep, merci wieder ein Resub. Ist er uns das wert, dass du neue Haxen kriegst? Kriegst du Metallhaxen? Ich glaube schon. Ich mein schon. Gib ihm. Let's get that Marine. Gib ihm einen. Und den anderen, den wir auch This one's a priority. eindoktern. Schauen wir mal. Mehrere Doktoren, glaube ich, haben wir nicht außer 2. Das werden wir wahrscheinlich mit der Zeit dann Talk to you soon. in Tee schalten. Jetzt schauen wir mal, ob das Labor mittlerweile was kann. Kann das Labor mittlerweile was? Nicht wirklich, gell? Ich weiß nicht mehr, was wir da brauchen, dass wir das benutzen können und was das dann kann. Aber gut. So, Werkstatt. Schrotflinte, wir können auch noch nichts auseinanderbauen. Schauen wir mal in die Kaserne rein. Da haben wir ein Level-Up. Da müssen wir jetzt gleich mal umbenennen. Anpassen. Das ist natürlich nicht, das ist der Maurer. Zurück. So, befördern. Ist das schon eine gute Idee? Der Maurer hat ja keinen Verbesserungsslot mehr. Die haben gleich mal eine Munitionstasche rein. Mehr Munition, mehr gut. So, Tragekapazität, Rüstung 2 drin. Jetzt bin ich gespannt, was man damit tun kann. Er ist zwar verletzt, gut, 3 Tage lang, aber das ist ja nicht tragisch. Du rotierst ja immer mit deinen Marines durch. Jetzt am nächsten Tag sind die anderen nicht mehr müde und nicht mehr verletzt und sind dann wieder 4 Stück verfügbar. Jetzt schauen wir, den wir mal befördern. Was dann passiert, bin ich gespannt. Gefreiter der Maurer. Das heißt, wir haben einen verfügbaren Verbesserungsslot. Geht zur Kaserne in diesem Slot. Was haben wir da? Gewöhnlich verfügbare allgemeine Attributslot. Du kannst diesem Slot ein Attribut zuweisen. Haben wir das jetzt automatisch? Jetzt kriegt er quasi Perks. Was kann das? Scharfschütze Level 1 erhöht die maximale Treffsicherheit des Marines um 5. Rächer Level 1. Der Trupp generiert 5% mehr Vergeltungspunkte. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was Vergeltungspunkte sind. Da müssen wir in der nächsten Mission, im nächsten Missionsrun müssen wir mal nochmal schnell schauen. Unerwünschter Wille, ja genau, Wongel. Gratulation. Unverwüstlicher Wille. Der Marine unterliegt nicht mehr der Auswirkung müde. Das ist halt auch stark. Dann das machen wir beim 2. Level. Mir gefällt Scharfschütze ziemlich gut, weil Treffsicherheit, wenn ich da eine Leuchtfackel reinschmeißen muss, dann kriege ich einen Vogel. Wahrscheinlich kriegt man mit jedem Level auch so ein Attribut. Treffsicherheit 40%. Das hört sich doch ganz gut an. Den wir mal zurück. Was hat er normaler so Treffsicherheit? 35. Gut, 5% an 5%. Ich will einen Granatwerfer oder 2. Die kannst du haben, aber die können wir leider noch nicht bauen. Bis dahin, wir haben noch keine anderen Waffen nicht. Da brauchen wir erst jemanden mindestens auf Level 2, glaube ich. So, hat sonst noch jemand gelevelt? Ich glaube nicht. Da haben wir ihn schon. Wir brauchen noch mehr Leute aus der Community, Kinder. Wir brauchen noch mehr Leute aus der Community. Anpassen. Der Erste, der eine schreibt in den Chat. Haxenloser Vollspast. Wird zum Leon Sharp. Der Rotorex. Der Rotorex war der Erste. Zurück. Sehr schön. Oh, beim Maurer haben wir noch einen Verbesserungsslot. Was kommt da jetzt rein? Oh, jetzt haben wir auch mehrere Optionen wie beim ersten Verbesserungsslot. Erhöht die Anzahl der Patronen in jedem Primärwaffenladestreifen um 20%.
Für jeden Marine mit diesem Attribut im Trupp erhöht sich die maximale Tragekapazität. Das haben wir schon. Und das da, Zielvisier. Nochmal Treffsicherheit um 5 Punkte. Weißt du was? Hau rein. Wir können den Marine zwar gerade nicht einsetzen. Weißt du was? Das machen wir, wenn er wieder... Der ist halt in der Krankenstation. Aber das machen wir dann schon wieder. So, da machen wir genau das Gleiche. Zack, zack. Anpassen. Wen haben wir noch nicht? So, das gilt jetzt wieder für YouTube. Der erste, der exakt 14 Mal schreibt. Das kostet für immer Material, habe ich schon gesehen, deswegen habe ich es jetzt auch nicht eingebaut. Ja, Lord Sid. Herr Perobas Blutdürster mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hast du meinen Tag gemacht und der Nightbot die wahrscheinlich gerade aus dem Leben gemettelt. Das heißt, du wirst es dann wohl. Der Perobas hat so weit. Also sagen wir. Blutdürster Perobas. Made my day. So. Dann Krankenstation, sonst haben wir da nicht recht viel. Der Platzgitter, der Witzleben. Wir brauchen noch viel mehr. Das ist ja totaler Scheiß da. Wir brauchen noch viel mehr. Weißt du was, ich nehme aber den zweiten. Wer hat als zweites geschrieben? Der Shadowrunner. Shadowrunner. Den nehmen wir einfach der. So. Der kriegt mal wieder einen Rucksack. Ach, das kostet Scheiße, das kostet im ersten Slot schon Materialien. Deswegen habe ich euch bekommen. Okay, ich bin ein Trottel. Helft denen. Du, das hilft denen. Elizabeth McDonald. Wer war der dritte? Der TCC Dodgy. So schaut's aus. So, haben wir einen Squad beieinander? Wenn nicht, dann gehen wir nochmal zurück und machen wir nochmal rein. Haben wir sonst noch irgendwas? Werkstatt können wir nichts machen, das haben wir noch nicht entdeckt. Tja, jetzt haben wir keine Materialien mehr, wir haben alles ausgepfeffert. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Birger. Nächster Tag. Was haben wir denn jetzt wieder? Verlassenes Labor. Wir haben Ich bin zu dumm zum Lesen, Alter. Wir haben ein befehlsmäßiges... Wir haben ein behelfsmäßiges Labor in einer Kolonie gefunden. Dort könnten Sinoproben gelagert sein. Starte eine Sammelaktion, verdiene 15 Sinoproben und verliere den Einsatz. Was ist mein Einsatz? Sprachfindungsstörung massiv. Erst die großen Buchstaben, dann die kleinen. Ich weiß nicht, was mit Einsatz gemeint ist. Es war auf alle Fälle ein Erfolg, wir haben die 15 Sinoproben erhalten. Es ist, als hätten wir 15 Aliens erschossen. Das ist gut. Nicht zugewiesene Ärzte in der Krankenstation. Dann nehmen wir den da gleich mal wieder. Ein Tag übrig, machen wir so. Patient geheilt. Und dann nehmen wir einen Platzgitter. Du kriegst auch noch mal einen Doktor zugeschissen. So, passt. Und da... Achso, wir haben ja schon am nächsten Tag. Mission kann ich stellen, es muss ein Tag vergehen. Wir haben doch gerade schon einen Tag vergehen lassen! Ich nix verstehen sein Sprach. Sprengi, du bist immer noch erschöpft. Wie lange bist denn du noch erschöpft jetzt da? Einen Tag noch. Sprengi, du musst zum Einsatz. Na gut, dann müssen wir nur einen Tag vergehen. Das muss ein Tag vergehen, bevor ein Einsatz verfügbar ist. Die Aktion skippt den Tag. Welche Aktion? Ein Arzt zuweisen skippt einen Tag. Ach so, die Mission zwischen die... Ach so, oh Gott, das ist der Einsatz also. Ja, tolle Wurst. Ja, wieder was gelernt. 50 Material in 10 Minuten, rette einen zufälligen Überlebenden. Nein, wir haben auch keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Expedition, das Signal wurde ignoriert. Hab mit deinem Schund. Ich mag jetzt da umeinander reisen und... So schaut's aus. Haben wir jetzt wieder Leute gewungen da, ja? Maurer ist immer noch in der Krankenstation und der Platzgitter. Ja, der Sprengi ist fit. Das ist das Wichtigste, Sprengi ist fit. Einsatz übrig, rein damit. So, Dead Hills, jawohl. Einsatz auswählen. Oh, da herum haben wir 2 Missionsziele, das schaut gut aus, die können wir mal. Und, oh, und die Welt bleibt persistent offensichtlich, weil diese 2 Dinge...
Die waren da vorher auch. Jetzt darf mich natürlich interessieren, ob man... da warten einen Haufen Materialien zum Looten gewesen da drin. War nicht schlecht, aber jetzt durchsuchen wir das Zeug da einmal. Die 2 Missionen machen wir und wir durchsuchen wir das Zeug. Trupp zusammenstellen. Mauri, können wir nicht brauchen. Gib Sprengi. Wo ist der Sprengi? Warum ist denn da der Sprengi nicht da? Da ist der Sprengi, der Sprengi ist schon zu gewesen. Dann nehmen wir einen Rotorex lieber mit. Sagt der was ist. Wenn das kein stabiler Trupp ist, dann weiß ich es auch nicht. Inventar auswählen. Da nehmen wir 2 und ein Geschütz mit. Hätte ich gesagt gehabt. Mission starten. Den Rest finden wir unterwegs. Los geht's. Das brauchen wir uns nicht jetzt mal anschauen. Und ich glaube, das brauchen wir uns auch nicht jetzt mehr anschauen. Einmal fliegt der Düsenjet hier und einmal fliegt er wieder zurück. Schau, dass du lang gewinnst. So, grüß Gott, da sind wir. Panik-Button, Leertaste erstmal smashen. Ist eigentlich die Aggressivität in der Mission immer noch die gleiche? Nicht, gell? So. Machen wir zuerst die Außenmission, hätte ich gesagt. Machen wir zuerst die Außenmission nördlich dran. Los geht's. So. Keine Zeit verlieren. Da haben wir echt ziemlich schnell auf die Fresse gekriegt, Mann. So, moven. Los, los. Transferanlage erreicht. Das muss der Ort sein, an den der Schmuggler... Ach, das ist immer nur die Schmugglermission. Oh, das ist ja cool. Die Missionen, die wir vorher angefangen haben. Oh, 150 Materialien. Ziel abgeschlossen. Okay. So, jetzt gehen wir... Ja, ich mag die nördliche Kamera. Zoomen wir ein bisschen rein. Schaut cool aus. Dann gehen wir. It's quiet. It's too quiet. It's quiet. Too quiet. Das hat man wegspringen können, gell? Aber wir müssen mehr auf. Durchsuchen wir die kleinen Räume. Da haben wir was. Und da haben wir was. Wieso muss ich bei manchen Objekten nochmal per Tooltip bestätigen, dass ich die nehmen mag? Und bei manchen gingen sie einfach hin. Okay, move. Move, ja! Move, ja! Oh ja, da haben wir noch eine Kiste. Schneller. Wieso geht jetzt da der hinterste Marine hin? Verstehe ich nicht. So, und hier geht's dabei schon mal die Mission noch nehmen. Noch haben wir nichts auf dem Bewegungsmelder. Everly gefunden. Folge uns. Panzerwagen steht eh direkt draußen vor der Haustür, haben wir gleich fort. Oh Gott, schon wieder so ein Narische. No, you're not strong enough. Don't worry, miss. We got a strong armored vehicle waiting for us. State of the badass art. You okay, miss? Finally, I've been chosen. Da hast du einen Chestburster! Damn, that hurts. Back off. We've seen this before. Ballern! Mein schaut's halt nicht nur zu, wie es das Wirstall raushaut! Tschüss, das ist mein Haufen! Das haben jetzt wieder wahrscheinlich alle Viecher gehört und jetzt kommen sie wieder alle. Ziel abgeschlossen, sehr gut. Schauen wir mal, ob es da was zum Looten gibt. Oh, da ist auch wieder so ein Alien-Loch drin. Gut. Eine Mission nach der anderen. Sollen wir da mit durch? Oh, da gehen wir jetzt mit durch. So geht es ist. Wir haben uns da nicht vor. Wenn ja nicht gleich wieder 15 Aliens daherkommen, oder? Nochmal. Oh, scheiße, Mann. Da ist der Alien Main Hive ist da drin offensichtlich. So, dann gehen wir da mal weiter. Stay frosty, Marines. Da haben wir was. On my way. Hey, I found something. Da haben wir eine Leiche. Und da kommt schon... Oh, das bewegt sich auch, das Mistviech. Kriegen wir schon. Kriegen wir eins? Wenn wir den ganzen langen Gang... Wir machen es mit Speerfeuer. Nicht nochmal... Nicht. Unterstützungsfeuer. Und leichtes Zurückgehen. Okay, passt. Sehr gut. Stress Plus.
Wir werden mal gejagt. Okay, verpissen wir uns. Verpissen wir uns nach unten. Oh shit, wir können uns nicht verpissen. Nehmen wir dabei das mit. Oh, die sind zu zweit. Wissen die, wo wir sind? Die haben da irgendwo. Shit. Okay. Unterstützungsfeuer. Granatwerfer. Und Schrotflinten, wenn es nah sind. Wieso kann ich nicht genug Befehlspunkte? Verdammt, was für Befehlspunkte, oder? Jetzt haben wir mit Säure beschissen worden. Okay, wir haben immer nur gejagt. Nicht wirklich. Memo an mich, nimm mal in den... Schweiß die Tür zu, das dauert sauber zu lang. Kannst Schraubenschlüssel gegen Befehlspunkt, das ist das da, okay? Gewährt die fertige taktische Analyse, fügt sofort 2 Befehlspunkte hinzu. Okay. Geschütz, was ist eigentlich das da? Absetzbar, der Bewegungstracker. Das hat Objekte in einem Umkreis von 60 Metern gezeigt. Das kann man eigentlich vor diese Löcher hinstellen, gell? Aber der Bewegungsmelder ist so riesengroß, dass ich das jetzt eigentlich nicht als das große Problem sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hinten haben wir überall noch Loot. Wir looten alles, Kinder. Da ist eine Frage, da ist eine Leiche, das... Okay, der Rest schaut dabei da. Wir looten alles. Müssen wir nur unsere Fähigkeiten richtig einsetzen, dann können wir ja schon ein paar Aliens killen und uns da länger aufhalten. So, jetzt gehen wir da rein. Kommt wieder was. Die Frage, ob das da einer kommt. Ich denke schon. Oh. Kann man sich nicht ducken? Hat man sich nicht irgendwie ducken können? Geht die Tür auf? Ja. Wir nehmen Unterstützungsfeuer. Das kommt von hinten. Konzentration. Wir werden mal wieder gejagt. Munition. Klammer auf. Stress 50. Okay. Baut sich aber, glaube ich, langsam ab. Wie bewegen wir uns mal lang? Kann ich durch die... Wieso geht der Stress hinterher? Ich tue überhaupt nichts. Passiert überhaupt nichts. Okay, chill. Wir gehen jetzt da außer und zum Panzer. Sag ich dir, was ist. Jetzt kommen mehrere Signale, wir sind fett gejagt. Jetzt gehen wir wieder außer. Und schauen wir, wo die nächste Mission ist. Machen wir so. Panzer kommt da. Nächste Mission ist da hier hinten. Das ist auch die einzige Mission auf Erdgeschossbasis. Da ich sagen, gehen wir da einer, oben und da, je nachdem wie wir durchkommen. Panzerwagen ist auch heraus. Das heißt, wenn die Viecher kommen in Richtung Panzerwagen, da können wir ein bisschen besser fighten. Vielleicht auch mal noch einen Geschützturm mit außer. Oben haben wir wieder einen Alien. Mars Signals incoming, aber die sitzen alle in die Lüftungsschächte drin. Das ist uns jetzt mal noch wurscht. Dann gehen wir jetzt da oben. Was ist denn da drin? Ach du Scheiße. Da ist ein totales Alien-Loch drin. Gehen wir da rein. Watch out, Squad. Those egg things were on Pioneer Station. I think that's the origin of the infestation. Squad, clear that nest and get to the friend. We're watching. Light him up! Now that's what I'm talking about. Oh shit. Take a breather. Watch that stress, Squad. Oh, wir müssen chillen, unser Stress geht's krass in Tee, dann geht wahrscheinlich gar nichts mehr. No chances, Squad Lead. You know what to do. Shit! Light him up! Da kommt ein kleines Pipi raus! Sergeant, if these eggs are the start of the life cycle and we eradicate them, maybe we can get the outbreak under control. Might even stop it dead. Oh, I like the sound of that. Was müssen wir denn da? Wir werden umzingelt, Leute. Wir müssen uns irgendwo einschweißen, glaube ich.
Ich weiß, wo wir hingehen. Ich weiß, wo wir hingehen. Da gehen wir hinter. Security cameras. Verpissen wir uns. Should be able to access the feed. Verpissen wir uns, verpissen wir uns, verpissen wir uns. Grunts all going to the cinema. Levelaufstieg, das ist alles schön und gut. Wir brauchen mal so einen Safe Room. Ja, oben und dann ist da ein Safe Room. Come on, team. Abflug. Time. Geschütz raus. Nein, 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 da kommt noch nichts. Das kommt noch nichts. Ich schau schon, das sind lauter Aliens in einem Luftschacht drin. Die kleinen weißen Punkte. Squad. Good job. Jetzt gehen wir mal da oben, damit unser Stress aber geht. Der ist bei alle nämlich fast bei 100%. Es ist die Frage, wie verschweiße die Türen, um einen Schutzraum zu schaffen. 0 von 2 Türen, okay. Ja, dann der wir doch das einmal. Kostet es auch was, das Verschweißen? Nicht wirklich, gell? Door welded. Ah, doch, kostet ein Schraubenschlüssel-Dings, die. Welding access. Ist aber nicht so schlimm. Ist sogar gar nicht so unwichtig, muss ich sagen. So, jetzt bleiben wir mal ein bisschen da herin. Und jetzt ist die Frage, wie schnell geht jetzt das, dass der Stresslevel oben geht? Got something on the Trupp hat track. einen Schutzraum gebaut. Ach, da muss man ausruhen drucken. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Heilt 90% Stress bei allen Marines. Alle Befehlspunkte wurden regeneriert. Heile eine Blutung bei allen Marines. Oh. Jetzt, das ist wie ein Checkpoint. Das muss er mir etwas sagen. Jetzt macht alles Sinn, They're heading our way. dass ich da eine Dreiviertelstunde lang drin bleiben kann. Es ist im Prinzip ein Bahnfeuersprengel. Sehr gut erkannt. Kostet einen Schraubenschlüssel, das ist ja wurscht. Da findet man, hab ich das Gefühl, von den Schraubenschlüssel-Dinger findet man genug. Wakey, wakey. Ist jetzt da auch wieder alles? Oh, da gräbst was rum. Schweißnaht durchbrechen. Draußen vor der Haustür gräbst was rum. Und man da jetzt mal Schweißnaht durchbrechen, wir verpissen uns nach hinten. Open up, Sesame. Oh, da sind 2 sogar. Land support required. Hang on. Our ride is coming. Move on. Move. Wir gehen mal. Moven, bevor das ums Eck kommt, das Mistviech. Moven. Das nehmen wir mit. Let's see what's inside. Können wir den, kann man da wieder verschweißen, müssen wir jetzt aber nicht. Ich hab nichts mehr auf dem Bewegungsmelder. Frag mich so ein bisschen, warum. Und unser Panzer müsste eigentlich auch gleich vor der Haustür stehen. Jawohl. Das ist ein gutes Ding. Blockiert, Entschuldigung. So, Pause, Map. Something around. Wo müssen wir hin? Oh, ich hab wieder was. Da bewegt sich was, das ist okay. So, wir müssen mal. Was da müssen wir auf? Birgt die Überwachungskammer, um das Nest zu finden. Alter, das ist ja ewig! Okay, fahren Panzer mal da auf. Hang on. Our ride Und dann gehen wir da wieder zurück und die Aliens, die drin sind, müssen wir töten. Das hilft uns sowieso nicht. You looking for a nice spot for a picnic or Machen wir what? so. Come on, team. Und dann gehen wir wieder. Double time. Das hilft eh nicht. Dann fickt wir's! Für was sind wir gekommen? Kann man mit dem Panzer von A nach B fahren? Kann man mit dem Panzer da rauffahren? Das ist auch irgendwie gegangen, oder? Ja, ist wurscht. Trupp verlegen. Möglich. Möglich sprengen, möglich. Jetzt, wo du das sagst, ist dämmert gleich. Haben wir zugeschweißt schon. Kommt man jetzt da auf? Wenn Vergeltung aktiviert ist, regenerieren man. Ja. Cut that door open. Müssen wir die Schweiß noch aufbrechen, hilft nicht. Got something on the tracker. breaking the well. Jetzt kommt von da so ein Mistviech. Das ist im ganz anderen Gebäude hinten. Door open. Come on, team. Naja, kriegen wir schon. Solange nicht wieder 4 oder 5 auf einmal kommen, ist alles cool. Ja, moven. Mal ein bisschen reinzoomen, damit wir ein bisschen was sehen. Heading our way. Safe position taken. Da oben ist auch eins, jetzt gehen wir nach rechts rum. Safe position taken. Was ist jetzt da wieder? Da ist zugesperrt! Kruzifix muss ich jetzt da außen rundum gehen, oder was? Mein du, na gut. Shit, it's coming to us. Das sitzt aber bloß im Lüftungsschacht drin, oder?
Da gehen wir jetzt einmal langsam vorbei. More signatures spotted. Oh nein, da gehen wir nicht langsam vorbei. Vor allem, wenn wir das eine Viech triggern und das andere Viech triggern, dann kommt wahrscheinlich das aus dem Lüftungsschacht auch raus. Darum verpissen wir uns jetzt mal ganz schnell nach da unten. Und da auf. Es hat ein bisschen was von Alien Isolation. Bloß aus der Top-Down. Einer da. Sehr gut. Kamera aktivieren. Ist da sonst noch was herin? Schauen wir auf der Map. Da unten unter uns sind. Ja, da haben wir was. Das nehmen wir mit. Ziel abgeschlossen. Okay. Gehen wir mir da aussehen und in Aufzug. Das muss jetzt schnell gehen. More signals incoming. It's seen us. Let's rock. You like that, huh? Move on. Who else wants some? Okay, schnell. Sino-Probe aufklappen. Du gehst der Schrotflinten ins Maul, du Huren! Sino-Probe mitnehmen. Jawohl. Verpissen. Wir können nie den Aufzug holen. Was ist mit dem Aufzug? Weißt du, der Aufzug ist zu, wenn... Can't be sure, but it looks like there's some ammunition still in the armory. May as well put it to use. Jetzt kommt schon wieder was. Weißt du, das orange Ding ist zu. Überprüfe die Kameras auf deiner Karte, um die Quellen des Befalls zu lokalisieren. Okay. Es ist halt schon cool, dass er jede kleine Aktion, das ist immer irgendwie was Nicer, jede kleine Quest. Und überall ist so eine kleine Geschichte irgendwie mit dabei. Okay. Jetzt müssen wir ganz da oben fahren. Und immer dieses Cool-Macker-Schmerz, jetzt überprüft die scheiß Kameras, das dauert alles, das sauber zu lang. Erdgeschoss, Minen... Da gibt's einen Minenschacht? Was für ein Minenschacht, Alter? Oh, da unten rennt wieder Alien umeinander. Ich darf gerne in den scheiß Ding reinkommen, aber gut. Müssen wir so mal... Oh, das sind sogar zwei. Das... Hey, der Panzer hat's erschossen. Jetzt ist die Frage, das kommt dann da aus dem Lüftungsschacht raus, oder? Wenn ich laufe. Ich gehe jetzt mal langsam vorbei. Das heißt, die kommen dann da nicht mehr. Okay. Das wird nicht helfen. Das müssen wir jetzt rauslocken und da schießen. Das wird einfach nicht helfen. Hätten wir auch durchlaufen können, oder? Quiet. It didn't see us. It's seen us. Bring it down. I really love this gun. Plenty of signals closing in on you, Marines. Look alive. Ein gewaltiger Ansturm steht bevor. Bei bestimmten Aggressivitätslevels stürmt eine riesige Welle von Xenomorphen in das Gebiet. Gehe in Positionen bereite Verteidigungsmöglichkeiten vor, um die Flut zu überstehen. Sollen wir das probieren? Ob wir es überleben? Beim Panzer oder so? In Seegeig gestellt? Freilich probieren wir es! Gehen wir jetzt da so her. Und dann gehen wir da ins Eck rein. Und dann ist die Frage, von wo das kommen. Wir stellen uns da so ins Eck. Der Panzer ist auch nah genug. Oh shit. Wir zielen auf alle Fälle direkt da auf Stil. Was ist denn hier? Was? Wir zielen auf alle Fälle da so auf die... Ja, das ist auch scheiße. Machen wir es da so. Das schaut doch gut aus. Und dann machen wir das so. Okay, da gibt es wieder einen Stress. Schrotflinten. Aber weißt du was? Ich glaube, da bauen wir noch ein zweites auf. Nicht genug automatisches Geschütz. Achso. Ja gut. Was ist wir dann denn? Dann schießt man da eine Leuchtfackel in die Tür. Und drehen wir mal die Kamera von wo sie rauskommen. Und dann
machen wir mal so. Und dann machen wir mal einen Granatwerfer. Gewaltiger Ansturm ist im Sektor. Okay. More signals incoming. Setze die Aktivierung des automatischen Gesitts fort. Das haben wir noch nicht einmal eingeschaltet, du Idiotenhaufen! Ach du Scheiße, wie viel kämen denn da jetzt? Okay. Unterstützungsfeuer. Suppressive fire! Bring him down! Ballern! Ihr Scheißdrecksmistviecher! Okay, K16 kommt raus! Squad, that was the last. So muss das machen, hab ich gehört. Absolutes Pro-Gaming. Sammelt Alien-Teile. Take a breather. Watch that stretch. Stress 75. Das ist ein bisschen viel. Müssen wir wieder in irgendeinen Schutzraum rein. So, Geschütz nehmen. Take a breather. Und dann schauen wir wo. Ja, direkt da. Schwarz wir zu und da gehen wir rein und der wir zwischenspeiern. Sehr gut. Ja, jetzt wird's langsam. Ja, wird langsam. Gehen wir da rein. Ist das dieser Schutzraum? Ja. Weld that door. Und dann von... Access. Was ist mit ihm? Nicht verschlossen! Nicht! Door welded. Hat er jetzt schon noch einer lassen, oder nicht? Nein. Cut that door open. Ich hab noch nicht ganz verstanden, wann die ihren Status... Oh Gott, da kommt was. Weld that door. Welden! Bevor es kommen! Haben wieder 2 Mistviecher. Birgers linker Hoden schon wieder! 24 Euro sind entfernt, du weißt das. Terry, Gott sei Dank komme ich wieder dazu, deine Streams zum Schauen, bist der Beste immer, weiter so und bleib wie es bist. Birgers linker Hoden, ich grüße Birgers rechter Hoden und merci dir. So. Ausruhen. Das ist ja super, dann kann man natürlich die verdammte... Der war noch im Sperrfall, ja, ich hab schon gesehen. Vorher habe ich allerdings einmal... Da ist er langsam jetzt schön zurückgegangen, das wollte ich vorher machen. Dann habe ich wahrscheinlich aus Versehen auf das X draufgedruckt. Und seine Aktion abgebrochen. Move your asses. Erreiche das Schlachthaus. So, Schlachthaus wo? Schlachthaus da, da können wir direkt mit dem Panzer hinfahren. Das probieren wir jetzt gleich einmal aus. Cut that door open. Ah ja, jetzt wird's. Jetzt wird's. Da oben haben wir immer noch so eine Alien-Aggressivität, die sich ständig ändert. Squad. Also meistens ist es leicht und dann jetzt wird's langsam mittel. So, ab zum Panzer. Los. Trupp verlegen. Und dann fahren wir da hinten. Los. Muss schneller gehen. Kannst mit deinem Panzer zum Schlachthaus fahren, dann musst du nicht laufen. Laufen! Hätte sich drum Baum. Danke für den Hinweis. Ich bin übrigens gerne... Oh, langsam kriege ich jetzt schon ein bisschen ein Gefühl dafür, wie es funktioniert so. Bisschen. Wow, das ist Mistvieh. Das habe ich nicht gewusst, dass das dann wirklich fährt. Ich habe jetzt gemeint, das ist ein Schnellreisesystem. Dabei fährt das Ding tatsächlich, man hört im Hintergrund auch das Radar. Und der Panzer, der schießt die Viecher, voll geil. Der Michi schreibt, geiles Spiel, oder? Also ganz ehrlich, bis jetzt, ich hab's letzte Woche schon geahnt. Das ist ein Genre-Mix, den ich so noch nie gesehen habe und der unglaublich gut umgesetzt ist. Mag schon sein, dass Grafik vielleicht nicht super awesome ist, für das da klang's überall hin. Für diese Art von Spiel. Das muss ich jetzt mal... So, Ziel, abgeschlossen. Schlachthauseingang erreicht. Du findest einen Weg in das Schlachthaus. Finde den Container. Da wird jetzt gleich wieder der Punk abgehen, nehme ich an. Jetzt nehmen wir erstmal das und das Datapad. Hinten im Lüftungsschacht sitzt wieder eins. Das kommt aber offensichtlich nur außer, wenn wir schießen auf ein anderes oder wenn wir zu lang in seinem Umkreis stehen. Das ist auch wieder ein Safehouse da. Immer Augen offen halten. Interagieren, ob es irgendwo Loot gibt. Alright, let's see what's in there. Aber scheint mir nicht so. Vielleicht nur unten rum da irgendwo, ja, aber sonst... da liegt ganz viel Loot. So, abgeschlossen. Finde den Container im Hauptverarbeitungsraum. Wo ist der Hauptverarbeitungsraum? Da unten. Können wir da zu Fuß runtergehen? Zück da vorbei, dann müssen wir nicht mal an Alien vorbei. Da oben, da ist überall zugesperrt. Da ist überall... Was bedeutet das? Da sind jetzt 2 Zugänge, die haben alle zu. Finde den Hauptlegende. Da müssen wir schnell schauen. Orange Terminal verschlüsselt.
Orange kann bedeuten Terminal verschlüsselt, oder? Let's do what we came for and get the hell out. Terminal gesperrt, aber da ist ein Hackerl dort. Wie kommt man... Ach, da ist ein Eingang. Ja, da können wir schon rein. Aber wir müssen runtergehen. Dann kann man natürlich da herfahren, aber das ist dasselbe Weg ungefähr. Was ist denn jetzt? Wo zur Hölle haben wir jetzt? Also. Come on, team. Okay, gehen wir. Viel Loot, viel Viecher. So, Karten wieder auf Nord dran, weil sonst kenne ich mich keinen Stecker nicht aus. Und runter da. So, da sitzt... Ah, das Alien im Lüftungsschacht ist auch noch mal da. Schauen wir mal da, in der Dusche ist mit Sicherheit irgendwas drin. Loot. Na. Da kann man wieder zuschweißen und... Zwischenspeichern kann man ja offensichtlich so oft, wie man will. Wenn ich das richtig... Got something on the tracker. Oh, in unserem Zielgebäude rennt ein Alien umeinander. Nichtsdestotrotz, wir müssen da oben. Entsperren, da können wir nicht hin. Oh. Jetzt müssen wir da... Bleib mal leise. Gehen wir da durch und da durch, oder? Ja, das machen wir. Machen wir das Kopfweggesprung. Ich mag jetzt die Explosion nicht riskieren, dass dann wieder 25 Aliens kommen, deswegen laufen wir da jetzt außen rundum. Den Müllhaufen, der da war, den hat man... Oh, das Alien ist direkt dort rechts daneben im anderen Raum. Wir sprinten jetzt einfach da rein. Das ist jetzt rechts oben irgendwo. Passt. Verdächtiger Container lokalisiert. Das sind leere Eier im Container. Woher könnte er gekommen sein? Pass auf, Mensch. Sperren wir jetzt das Terminal. Und da unten sitzt der Alien drin. Da vorne ist offensichtlich eine Leiche. Was müssen wir da? Einen Container checken? Da hat der Petbär... Gefahr im Verzug. Dein Trupp steht einer ernsthaften Bedrohung gegenüber. Heile deinen Trupp, reduziere den Stress deiner Marines und sammle genug Vorräte, um diese Bedrohung zu überstehen. Wenn dein Trupp unvorbereitet ist, droht ihm der sichere Tod. Manchmal ist es besser, auf die Otago zurückzukehren, um ein anderes Mal zu kämpfen. Was? Okay. Ja, wir machen das Blatterpad und dann verpissen wir uns? Wir können eigentlich nicht sterben lassen! Kannst du manuell nachladen? Unten an den Waffen? Gute Frage, schau ich... guter Punkt, muss ich probieren. Ja, ganz toll. I have multiple signals. Überlebe den Zerstörer, Ort unbestimmt. Toll! Wunderbar! Sehr schön, das ist nicht die Königin. Move on! Hurry up, you slugs! Don't get too comfy, okay? Deploying sentry gun. Wir haben nicht recht viel Zeug. Bring him down. Shit, I'm out! Tango down! Oh, shit. Fuck. Grenade! Suppressive fire! Oh, leck, wie sollst du denn den überleben, Alter? Der kriegt von einer Granaten genau gar keinen Schaden. Oh, leck. Oh, leck, wie soll man diesmal? Oh, leck, wieso? Was? Alter, was geht denn mit dem? Ach, der ist bloß, die haben bloß Knockdown. Der hat Bossmechaniken, der Typ. Alter, was geht denn da rein? Alles klärchen, Freunde der Sonne!
Was wie spät ist bitte? Es ist 20 nach... Nein, natürlich ist... Leck mich am Arsch. Okay. Was der man mit dem? Deswegen waren die 2 Terminals da hinten zugeschweißt. Okay. Phase 1. Was kämen da durch? Boah, leck. Was sind Bossmechaniken? Klapperlandal, gute Frage. Du hast jetzt zum Beispiel gesehen, da ist so ein roter Ring auseinandergegangen langsam. Also der stellt sich offensichtlich mitten rein und dann geht so ein roter Ring langsam auseinander und mein innerer WoW, Diablo und irgendwas, Pause drücken. Der denkt sich halt sofort so, das ist eine Bossmechanik, wenn der Ring gefüllt ist, dann macht er pff, und dann knockt er alle nieder oder bringt alle auf einmal um oder irgendwas, was auf alle Fälle extremst unangenehm ist. Movement-Krüppel, da hat man in WoW jetzt sagen, das ist richtig. Movement-Krüppel bleiben drin stehen. Aber ich habe gar nicht gecheckt, was überhaupt los ist. So, jetzt reiht mir erst einmal die Aliens aus, die da in die Gang sitzen. Das ist einmal das Erste. Hack mal das Terminal und hack einmal... Die Frage, ob wir das hacken wollen überhaupt. Dann stellen wir ein Geschütz in die eine Richtung und ein Geschütz in die andere Richtung und da kann er dann hin und her chargen. Vielleicht kriegen wir ihn so. Man, das müssen wir jetzt probieren. Das möchte ich jetzt wissen, den kriegen wir schon. Jetzt schauen wir mal, holen wir mal da das... Ah, da ist das scheiß Ding, okay. Wo kommt der raus? Da glaube ich kommt der raus, gell? Okay, das ist eine krasse Mission, sag ich dir, was es ist. Mei, wo stellen wir das Geschütz hier in diese Richtung? Es hilft ja sowieso nicht. Es hilft ja sowieso nicht. Dann wir brauchen jetzt so einen Choke Point. Wo man da herunten steht, das Geschütz und schaut nur in die obere. Das probieren wir jetzt einfach, so wie ich das jetzt einfach mal hat. Und zwar, das schaut nur in diese Richtung. Na, vielleicht ein bisschen weiter da. So, ja genau so. Dass nichts im Weg ist, dass so wenig, wenn er da gegen die Mauer chargt und so, dass er da auf ihm schießen kann. Jetzt, wenn wir das zuschweißen, haben wir kein Zahnradl mehr. Ah, leck. Kann man den Schrott im Gang vielleicht sprengen? Ja, kann man. Wieso kann ich dann so... Was? Wieso kann ich dann Subscriber geben? Mr. Ravage! Ich weiß, das ist wahrscheinlich die Frage, wieso kannst du nicht subscriben? Weil ich kein Twitch-Partner bin. Musst du gehen, YouTube! Übrigens ist an alle Twitch-Zuschauer. Heute ist mein letzter Twitch-Stream. Ab 1. Juli darf ich nicht mehr auf Twitch streamen. Nicht ich persönlich, sondern weil die AGBs sich ändern. Zum 1000. Mal die AGB sich ändern. Nicht plural. Ab dann gibt's nur YouTube-Streams. Ich streame immer parallel auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das ist ab dann verboten und meine Community sitzt nun mal auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei, natürlich. So, das hilft jetzt nicht. Wir müssen die Tier verschwarzen, weil sonst kommen da Aliens von der Tier von der Seite und ficken uns von da. Hätten wir's, wenn wir nochmal sterben, dann lassen wir die Tier zu. So. Das automatische Geschütz lädt man natürlich nach. Und wenn das Mistviech kommt, schmeißt man eine Leuchtfackel da mitten rein. Und dann müssen wir betten. Keine Ahnung, was wir dann tun. Oh, da kommt schon ein Signal. Da gehen wir jetzt gleich mit da so her. Zurück ausbewegen. Ja, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Es hilft ja eh nicht. Datenpad bergen? Ja, weiter. Oder wir machen dabei die anderen Missionen rundherum und das Ganze zum Schluss. Alter, das ist schon heftig. Vielleicht muss man die Mission auch mit einer anderen Waffengattung machen oder so. Mal schauen. Okay, das brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. Pause. Wo kommt das Mistviech raus? Was schießt denn er da? Das ist überhaupt nichts. Und der Alien-Typ ist da oben. Okay. Das heißt, wir bewegen uns jetzt sofort Richtung da runter. So, wir werden sofort da mal ein Leichtfeuer her. Ja, da so.
Jetzt kommt er. Ja, der chargt einfach nur. Und jetzt aus dem roten Kreis! Aus dem roten Kreis, du Idiot! Draufballern! Er ist down! We should head to the director's Absolutes, feinstes Pro-Gaming. Also, only one way to find out. er hat 2 Bossmechaniken. Einmal, wenn es heißt, er greift an, dann chargt er tatsächlich einfach eine gerade Linie. Wenn du aus dem Weg gehst, dann rennt er da nicht nach. Also er rennt dann einfach gegen die Mauer. Das ist gut. Und wenn er dann stehen bleibt, macht er den Ring, da musst du rauslaufen, ansonsten knockt es deine Marines nieder. Und so viel hat er gar nicht ausgehalten. Aber unser Kanon hat auch über 100 Schuss verballert. Und unsere Marine-Typen haben auch sauber draufballert. So, lootet den Sino-Shit. Wen haben wir da? Ein Blacko! Welcome to the squad, Mister. Falls du der Ravage gerade aus dem Twitch-Chat bist, danke für die Mitgliedschaft! Heißt übrigens Mitgliedschaft auf YouTube, nicht Subscription. Guten Morgen. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Ah ja, ab in den Chat habe ich die Ehre, Herr Blacho. Der Blacho? Nein, bin ich nicht. Ja gut, dann trotzdem habe ich die Ehre an den Blacho. Ab in den Chat, wenn er mitmacht, ist Kick-Zuschauer. Trupp. Taktischer Rückzug. Während eines Laufs können Schwierigkeiten hinzukommen, wie zum Beispiel verwundete Marines, erhöhter Stress, wenig Munition, wachsende Aggression der Xenomorphs. In solchen Fällen ist es vielleicht ratsam, sich mit seinem erschöpften Trupp zurückzuziehen und mit einem neuen, ausgeruhten Trupp zurückzukommen. Was soll die Scheiße heißen? Wir gehen jetzt in so einen Safe Room, so schaut's aus. Wir werden auch immer noch gejagt. Wir bleiben schön da stehen. Leicht mal in die Richtung. So, und jetzt nehmen wir das automatische Geschütz wieder mit. Das bauen wir ab. Ist da irgendwo... Oh, Safe Room. Gehen wir einfach wieder zurück nach oben. Kommt nochmal... Also vorhin so aber interessant. Schweißnaht durchbrechen. Nördlich ausrichten wieder. Wir gehen den langen Gang nach oben. Jawohl, und weg hier. Wir werden immer noch gejagt. Die Alien-Aggressivität ist mittel. Da kommt überhaupt nichts zu uns. Es ist weg. Ah, ich kann die Dinger nicht zuschweißen. Fuck! Fuck! Ich kann die Dinger nicht zuschweißen. Wir können gar nicht mehr in einen Stressraum hineingehen. Was haben wir noch? Erreiche das Büro von Gallagher, dem Direktor der Kolonie. 1. Stock. Haben wir noch einen Tag für eine Mission? Ich sehe, die hätte ich schon gern komplett gemacht. Und jetzt verstehe ich, du hast wahrscheinlich für diese Mission, diesen einen Tagesstrang der Zeit, also eine Woche oder so, um die Mission komplett zu machen. Alles zum Sammeln, wieder zurück zum Kehren. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch schon 2 Tage übersprungen, also hätten wir viel mehr Zeit gehabt und viel mehr Zeit zum Looten gehabt und. Aber bis ich kapiert habe, was da überhaupt abgeht, wir haben die Hälfte noch nicht einmal angeschaut. Da waren wir noch nicht, da waren wir noch nicht, da waren wir noch nicht. Bin mir nicht sicher. Der John spielt! Alter, das Game ist ja mega nice. Merci wieder ein Resub. Es ist so, es hat ein bisschen gedauert jetzt, bis ich alle Mechaniken so einigermaßen verstanden habe, wie es zusammenspielen. Aber langsam aber sicher entpuppt es sich tatsächlich zu dem, was ich vermutet habe, dass es ist. Nämlich sehr geil. Der Nasur schreibt, Servus, hab dich gerade noch auf Twitch entdeckt. Schau her, und genau das, Mr. Nasur, das ist das Einzige, was mich ärgert, warum ich nicht mehr parallel auf Twitch streamen darf ab nächster Woche. Weil eben so Entdeckungen auf YouTube weit weniger stattfinden als anderswo. Jetzt hat sich mein Hirn ausgeschaltet, weil sich eine Entdeckungen auf Twitch viel öfter stattfinden als auf YouTube oder sonst wo. Prinze, merci für den 5er. Shadowrunner übrigens auch. Die habe ich gar nicht gesehen. Welcome to the squad. Falls du nicht angezeigt worden bist, dann muss ich schnell retriggern. Hilft nicht. Mitgliedschaften werden geretriggert. Da. Shadowrunner, welcome to the squad. Ab in den Chat. Kriegst du Privattröte, pass auf. Das war zwar nur die kurze, aber die muss gelangen! Die muss gelangen, hab ich gesagt! Was wollt ihr jetzt tun? Irgendwas wollt man tun. Was wollt man jetzt tun? Und was mich ein bisschen stresst, weißt du, was mich stresst? Weißt du, was mich stresst? Dass wenn ich jetzt auf die Map gehe, das Spiel weiterläuft.
und ich nicht in Ruhe die Map anschauen kann. Krasse Designentscheidung, ganz ehrlich. So, wir müssen zu einem Aufzug. Der Aufzug schaut mir an, als da funktionieren. Da ist nicht zu, da waren wir allerdings auch noch nicht drin. Picnic or what? Wir müssen mal Trupp verlegen. Und fahren wir mit dem Panzergerät. Wo fahren wir hin? Ich hab doch auch keine Ahnung. Da herum waren wir auch noch nicht. Wir haben so viel noch nicht erkundet. Da das ganze Zaun zeigt, da hinten liegen Materialien ohne Ende. Aber heftig, wir müssen mit einem Aufzug. Da ist auch ein Aufzug, der funktioniert. Fahren wir da her. Los geht's. There's something around. There's something around. Ich glaube, das ist ein scheißegales im Panzerauto. Auf alle Fälle haben wir einen Boss gefühlt. Ist richtig, das ist genau, was ich gemeint habe. Lauter so kleine Situationen, die dann passieren und so. Dann kommt einmal ein Boss. Jede Quest ist ein bisschen anders, aber ja. Mr. Nasur schreibt, ja, stimmt, cooler Stream, echt unterhaltsam. Das freut mich sehr. Ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, ob du... Es ist natürlich relativ selten, dass mir auf Twitch andere Bayern oder Menschen, die dem niederbayerischen Dialekt mächtig sind, finden. Oder Österreicher, sagen wir es so. Ist halt auch extrem selten. Ich sage mal, einer von 20 versteht, was ich sage. Ich hoffe, du verstehst auch, was ich sage. So, ab in den Aufzug. Die letzte Mission, die nehmen wir noch mit. Hallo? Ich sag da nur absolutes Pro-Gaming. Wo gehen wir hin? Alien ist da oben drin, da will ich nicht rein. Oder will ich da rein? Da waren wir noch nicht drin, da gibt's vielleicht Loot. Vielleicht gibt's Loot! Wir brauchen vielleicht so ein Zahnradl oder was ist denn überhaupt? Werkzeug war schon nicht so verkehrt. Oh, oben läuft der Alien umeinander. Gut, der Panzer ist aber auch... Da haben wir noch ein Datapad. Jetzt wenn ich da... Ja, genau. Wenn ich jetzt da umeinander ballert... Schauen wir mal, ob wir vorbeikommen. Ja, Datapad nehmen wir natürlich mit. Das ist ganz schlau. Weg mit... Schnell das Datapad aufklappen und wieder weg. Und Munition, ja. Ich verstehe. Oh, da haben viele Aliens. Free Aliens. Wir haben nur einen Eingang, oder? Wir haben nur einen Eingang. Was da ich sag? Nee, wo tust du denn? Das machen wir jetzt so. Gleich mit Sentry aufstellen. Ah, die Sentry ist wichtig. Die Sentry ist wichtig. Vor allem, schau mal, wie viele weiße Punkte da auf der Map sind! Und die bewegen sich ja. Nachladen. Automatisches Geschütz, die haben wir gleich mit Nachladen. Haben wir da sonst noch irgendeinen Loot herin? Da haben wir, ja genau, und um das geht's mir. Die wollte ich haben. Das Ding holen wir. Und das Ding holen wir. Gesehen haben sie uns da herin offensichtlich nicht. Man hat da immer so kleine Symbole wie ein Loot im Raum. Oh, da ist auch noch ein Dingskoffer. Da oben haben wir mit nachgeladen. Ja, haben wir auch nachgeladen. Sehr gut. Sehr gut. Aliens sind... Reload zum mehr. Ah ja, da. Warte mal. Tatsächlich. Nachladen. Lade die ausgerüstete Primärwaffe nach. Waffe wechseln. Es ist jetzt die Frage, es sind ja da rechts unten bei der Waffe nur 85 Schuss drin in dem Magazinclip. Wenn ich den Magazinclip jetzt nachlade, dann ist mit Sicherheit haben die 85 Schuss dann weg und ich habe einen neuen Magazinclip drin. Also es ist schon so gemacht, dass du mit der Munition haushalten musst. Und nicht einfach wie in jedem Shooter, hey, lad mich nach, passt schon. Glaube. Oder besser gesagt, ich bin mir relativ sicher. Der Stress gefällt mir nicht ganz. Sag ich dir, was ist? Der Stresslevel von meinen Marines gefällt mir nicht ganz. Aber da... Oh, nein, abbrechen. Wir nehmen Sentry Gun nehmen natürlich mit. Abbrechen, habe ich gesagt. Sentry Gun nehmen. Genau, dann kommt natürlich jetzt da 5 Aliens rein. Nein. Daher, don't reload the max. Nein, ich lade schon nicht nach. Was gräbst du denn da aus? Da draußen gräbst du das Alien umeinander. Wir fahren jetzt aber mit dem Lift den ersten Stock auf. Erster Stock. Dann schauen wir mal, was da oben so los ist. Was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, ist der mobile Bewegungsmelder. So, wo müssen wir hin? Oh, wir müssen weit. Drücken wir da mal hin. Sagt man das auf der Karte? Ja. Jo. Wir gehen mal Leiche. Leiche nehmen wir natürlich. Was ist denn eigentlich das da? Vergeltung. Wenn Vergeltung aktiv ist, regenerieren die Marines 1 AP oder 2 AP, wenn die Anzeige voll... Ah, okay. Das heißt, Marines kriegen so einen kleinen Ura-He-Boost, je mehr Aliens das killen. Und wenn die Leisten da herum voll ist, dann regenerieren sie AHP. Jetzt habe ich es, glaube ich, langsam verstanden.
So, wir gehen straight hinein. Da draußen gefällt es mir gar nicht. It's quiet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Too quiet. Move on! Da ist irgendwas. Eine Leiche. Durchsucht wird alles. Wir haben auch 2 Schraubenschlüssel dabei, das ist sehr gut. Vielleicht ist noch ein dritter drin. Nein, wir haben noch einen Sanitätskoffer haben wir noch gefunden. Jawohl. So, wo kommt man jetzt da rein? Hinten rum. Hurry up, you slugs! Hinten rum. Und was müssen wir überhaupt? Da erreiche das Büro von Gallagher, dem Direktor der Kolonie. Und dann werden wir schon herausfinden. Patch me in. I'm sure we'll find something on his personal. Verbinde mich auf seinem persönlichen Terminal. Jawohl. Vielleicht finden wir außer, wer die Mistviecher geholt hat. Jetzt müssen wir doch ein bisschen auf. Jetzt wird Story auch noch interessant. See the importation log? But we have a problem. It's encrypted. Can't you open it? The way you security standards are simple but strict. I need his access codes, and as a company executive, the director has an obligation to carry them with him no matter what. But I don't read Gallagher's PDT anywhere near us. Then I guess the trail went cold. Lucky for us, we have more objectives to complete anyway. Stay sharp, squad. Sergeant Harper? I've searched through the PDT's history and enlarged. Da haben wir schon alle anderen Missionen, oder? Turns out the chips of several citizens, including McNeil and Gallagher, Oh. disappeared next to an old mine. If there's still trimonite in there, it must be messing with the PDT signal. Exactly. Which means more might be alive down there. All right, Marines. Administrator Hayes just found us a new shining objective. She needs that director and we need that vet. Na, Tier, jetzt sind wir schon tot. Really, Sergeant? Ein Umweg, jetzt müssen wir in Mine. God, I'm only flying with you lot. Don't push me, Hunslet, or I'll drag you in those tunnels myself. Let's do what we came for and get the hell out of here. Okay, Ammunition. Da oben haben wir noch das Ding. Wo müssen wir jetzt hin? Let's see what's inside. Jetzt müssen wir in den Lift. Okay, da oben ist ein Lift. Gehen wir da schneller hin? Nicht wirklich. Erreiche das Mineneingangsgebäude. Erdgeschoss. Lol. Ja, natürlich schauen wir uns die so. Ist der grüne Pfeil nach oben Level Up? Ja. Aber ich glaube, das kann ich erst machen, wenn ich mich von der Mission extrahieren lasse. Und außerhalb in meinem Hauptquartier. There's something around. Da kommt ein Alien. Da kommt ein Alien. Ist die Frage, ob ich das jetzt da triggern will oder ob es vorbeigeht. Macht den Anschein, als da es vorbeigehen. Wir gehen mal leise. Es geht da draußen vor der Haustür rum und wenn es jetzt da oben am Eck ist, gehen wir vorbei. Langsam. Drone spotted. Oh, 2 Drohnen. 2. Oh, die kommt zurück, kommt zurück. We're spotted! Bring him down! Jetzt kriegen wir einen Haufen Stress ab, das ist nix. Oh yeah. Haben wir einen Crit einballert, sehr gut. So, wo müssen wir mir genau hin? Zum Aufzug zurück. Heading our way. Hurry up, squad! Da kommt noch eins. Na, da schießt du, Vollidiot! Irgendwann, die schießen von allein! Oh, shit, 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 shit. Gibt's einen Safe Room? Haben wir da Safe Rooms irgendwo? Wir haben da herum Safe Rooms. Wir gehen nochmal zurück zum Safe Room. Nochmal zurück zum Safe Room und Zwischenspeilen. Beim Rennen schießen sie nicht, das habe ich gerade schmerzlich erfahren, ja. Ich habe aber auch nicht gewusst, dass ich es zum Rennen überhaupt schicken kann, wenn sie schon schießen. Haben wir auch gerade wieder gelernt. So, wir werden zwar immer noch gejagt, aber alles cool. Wir gehen jetzt da auf. Stress ist da. Stress ist da schon auf 90. Was ist coming to us? Nix ist coming to us. Das ist nur ein bisschen dumm, wenn er auf Englisch sagt, shit, they're coming to us. Und sie kommen gar nicht to us. Ist das jetzt ein Safe Room da? Ja, verschweißen. Verschweißen. Los. You shall not pass. Gar nicht lang umeinander tun. More signals incoming! Door secure. Can't get in. What now? Trupp hat einen Schutzraum gebaut, ausruhen. Das kann man offensichtlich so oft machen, wie man will, solange man diese Schraubenschlüssel-Dinger hat. Und von denen findet man wirklich einige auf der ganzen Map. Das muss man sich halt schlau einteilen, weil irgendwann geht's nimmer. Vor allem irgendwann, der Loot ist ja weg. Auch wenn du das nächste Mal in die Mission reingehst, ist der Loot ja dann weg. Das heißt, du kannst dich dann nicht mehr durchschlängeln von Komplex zu Komplex und durchspeichern, whenever the fuck you want. Auf gut Deutsch. Jetzt gehen wir looten jetzt den kompletten Kommandoraum aus und gehen wir hinter uns kommt der Alien. Das ist nicht so schlimm. Schweißnaht durchbrennen, wir looten.
Je mehr Loot und je mehr Mats, dass wir aus der Mission raus sind, desto leichter werden wir uns in der nächsten und wir haben schon sehr viel versandt. Immer auf kleine grüne Punkte achten und auf Fragezeichen. Auf geht's, gehen wir Vollgas. Was das da für ein Raum ist, habe ich noch nicht so ganz durchschaut, aber ist ja wurscht. Da sehe ich nichts, aber da oben ist eine Leiche. Die durchsucht man natürlich. Da vorne dann noch mehrere Leichen. Das ganze Gebäude. Ja, 3 Materialien. Ah, nicht viel, aber 3 Materialien sind 3 Materialien. Jetzt haben wir noch da eine Leiche und da eine Leiche. Ah, draußen steppt wieder ein Alien umeinander, aber wir verpissen uns jetzt dann in den Minenschacht. Da war nichts drin, da war auch nichts drin. Gut. Ab in den Aufzug. Ab in den Aufzug. Warum ist jetzt da wieder kein Aufzug nicht da? Was? Jetzt kommt das Alien durch die Schweißnaht-Tier da einer, oder was? Wieso kann ich da jetzt nicht Aufzug fahren? Was heißt denn der Nuller und der Einser? Mei, wenn einmal Zeit hätte, da in die Legenden rein zum Schauen und nicht alle 50... Was ist denn jetzt passiert? Der Aufzug steht in der anderen Etage. Das ist ja so meine Idee, aber dann ist ja da ein Terminal, mit dem ich eigentlich den Rufer können sollte, oder nicht? Hm. Ja gut, wenn nicht helfen, dann müssen wir wieder rundum gehen. Hilft nicht. Also mit dem Aufzug, das habe ich noch nicht ganz kapiert, muss ich sagen. Warum ich den jetzt nicht rufen kann. Obwohl, die Lichter sind grün. Ah shit, jetzt sind schon 2, die da umeinander rennen. Okay, wo müssen wir hin? Wieder zurück in die Mitte wahrscheinlich, oder? Ja, fuck, wir müssen das Alien da killen. Da oben ist wieder so ein Eingang, wo mehrere kommen. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Wo ist denn? Leicht einmal die Tür aus. Oh shit, das sind 2. Müssen wir mindestens mit Unterstützungsfeuer arbeiten, wenn es kommt. Kommt jetzt das eine wahrscheinlich gleich, oder? Here's one. Light them up! More signals incoming! You like that, huh? Contact! It's a drone! Watch out! Shit, I'm out! Oh, hinten kommt auch noch eins! Mine is bigger. Okay, jetzt kommen noch 2. Go straight ahead. They got our scent. Look alive. Light them up. Bring him down. Suppressive fire. Suppressive fire! More signals incoming. Hoorah! On it. Heilen. Don't move. Gonna fix you up. Nicht moven. Stückel zurückgehen. They got our scent. Look alive. Wir nutzen unseren letzten Schraubenschlüssel für... Kriegen wir das Mistviech oder kriegen wir es nicht? Oh yeah, don't mess with me. Now that's what I'm talking about. Heil den Typen. Gewaltiger Ansturm. Disgusting. Muss jetzt da irgendjemand aufklären. Verdammte Scheiße, Mann. Wir haben es wirklich mehr als genau benannt. They look intact to me. Ich glaube, wir sollten uns verpissen. On it. Disgusting. Ich glaube, wir sollten uns verpissen. Bin mir nicht sicher. They look intact to me. Okay, aus. Double time. Abflug. Oh shit, sie kommen. Think we're spotted. Tango straight ahead. Light them up. Let's rock. Light him up. Light him up. Deploying Nah. sentry gun. Let there be light. It's a drone. Sentry almost ready. Tango down. Tactical analysis in progress. Watch out! Reloading. More signals incoming. Deploying. Bau das Geschütz jetzt auf! Sentry almost ready. Check your vitals.
Holy shit, Mann! Kommt jetzt da nochmal irgendein Mistviech? Nein. Wir werden immer noch gejagt, aber der große Ansturm ist vorbei. Okay. Geschütz. Das Geschütz dauert ewig zum Aufbauen. Du kannst hier oben die vergessen. Oh. Tatsächlich. Je mehr Aliens niedergeballert werden, jetzt haben wir alle ein bisschen Heilung gekriegt, aber der Stress regeneriert. Oh, der Stress wird immer mehr. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Stress voll ist. Ne, werden wir auch noch herausfinden müssen, vielleicht. Ja. Ich bin mir nicht sicher, schafft man Minenschacht? Ich glaube nicht, dass man Minenschacht noch schaffen. Ich sag das, was es ist, wir sollten uns verpissen. Wir verpissen uns jetzt. Ob ins Erdgeschoss, ob in Ding. Das der Greimer nicht mehr ohne abbrechen. Da ist nur Leichen. Wenn jetzt da 10 Sekunden auf Befehlspunktregeneration. Was? Minus 25%. Oh, leck. Minus 25% Treffsicherheit. Dann hat er fast gar nichts mehr. Abflug. Abflug! Abflug, Kinder! Sprengen ist ein reinstes Nervenbündel. Ab in den Erdgeschoss. Abflug! Ja, müssen wir abhauen. Vielleicht haben wir noch einen Tag, wo wir die Mission fertig machen können. So, ab zum Panzer. Wo ist der Panzer? Panzer steht vor der Haustür. Sehr gut. Raus hier. Raus hier! Den Ansturm überlebst du nicht, Bier. Den Ansturm habe ich jetzt schon überlebt. Wir haben ihn auch schon wieder unentdeckt. Aber jetzt verpissen wir uns, weil jetzt haben wir es genau beieinander. Man sieht das dann auch. Der Stresslevel, der ist dann gelb. Steht dann auch noch mit dort, was er für ein Problem hat. Nicht, gell? Schade. Das möchte ich noch gern irgendwo sehen, was jetzt der Sprengi zum Beispiel oder der Shadowrunner dauerhaft für ein Problem... Ah, da steht's eh. Da steht's eh. Rasend. Also der Rotorex ist rasend. Die Treffsicherheit des Marines verringert sich um 30 Punkte. Feuert zweimal so viel Munition pro Salve ab. Okay, das sind keine unwichtigen Sachen. Für jeden verwirrten Marine im Trupp verlängert sich die Regenerationsrate der Befehlspunkte um 15 Sekunden. Und der Sprengi ist ungehorsam. Für je 2 Marines in deinem Trupp, die mit ungehorsam belegt sind, verringert sich die Anzahl der maximalen Befehlspunkte um 1. Also das sind richtig ekelhafte Sachen. Und die kriegst du nicht mehr weckert, solange du in der Mission bist. Raus. Hilft nicht. Wir haben ja wirklich fake gemacht. Wir haben ja 150 Materialien ausgezogen, 11 Sino-Proben. Du kannst diese Mission bei zukünftigen Einsätzen fortsetzen. Bestätigen. Abflug. Der rote ich hab schon gesagt, ich hab das kleine Symbol da nicht gleich gesehen, da steht es dann eigentlich schön drin. Da war es eigentlich auch wieder UI-mäßig schöner, wenn das Tooltip dann drüber aufgeht, dass man es sauber lesen kann und das eine Tooltip nicht das andere überblendet. Aber genau so habe ich mir das Spiel vorgestellt und ich kann mich nur wiederholen, leck mir am Arsch, das ist für gescheit gut. Wenn man das Spiel jetzt, wenn man vielleicht nicht von Anfang an dabei war und nicht so hundertprozentig die ganzen Mechaniken jetzt im Kopf hat, wie es funktioniert, dann kann ich mir vielleicht schon vorstellen, so, hey, das ist komisch, keine Ahnung. Aber so, die sind super geile Ideen, wie dieser Genre-Mix, Gen-Remix, Entschuldigung. Wichtig. Lauteres Level-Up, sind zwar alle ein bisschen verletzt, aber ist wurscht. Befördern. Sicher, Rotorex, befördern. Spätestens überhaupt. 5 vor 10 natürlich. So, was die haben wir? Nochmal eine Mission oder möchtest du ein Sneak Preview Video sehen und ein bisschen über das Thema noch schmerzen? Was wollen Sie? Ich bin ein bisschen für Sneak Preview und über das Thema schmerzen. Unglaublich gutes Spiel. Ich sag das, wie es ist, das wird nächsten Mittwoch auch nochmal gespielt. Das war's noch nicht. Verfügbarer Verbesserungsslot. Und wir kriegen mal einen allgemeinen Attributslot. Flinke Hände. Die Nachladezeiten für diesen Marine beschleunigen sich um 50%. Achtung, gilt nur, wenn die Arme des Marines nicht verletzt sind. Moment mal. Der andere... Bei dem anderen Typen haben wir doch ganz andere Skills gehabt. Der Marine unterliegt nicht mehr der Auswirkung müde, Plünderer. Der Trupp verdient 10% mehr Materialien, wann immer ein Marine eine Kiste mit Materialien plündert. Schaut eigentlich auch überhaupt nicht. Das Nachladen interessiert mich jetzt eigentlich nicht so hundertprozentig.
Das kriegt er. Bist zufrieden, Rotorex? Denke schon. Du bist jetzt der Lootgeier. Rotorex, der Lootgeier. Sprengi! Naja, Slot. Schauen wir mal, ob du auch wieder was ein Plünderer. Schlauberger gewährt Zugriff auf die Interaktion Hacken. Der Marine hat die Fähigkeit, verschlüsselte Türen zu entriegeln. Es ist... Haben wir sowas schon gehabt? Sprengi, du darfst es aussuchen. Zielwasser Level 1. Die Chancen des Marines auf Kritisch und Verstümmelung werden um 13% erhöht. 13% Crit und wo der Unterschied jetzt... Ja gut, kritisch ist wahrscheinlich einfach doppelter Schaden pro Schuss und Verstümmelung, dann laufen die Viecher weiter oder kriegen wir da so einen Debuff. Oder auch wieder Plünderer. Was, Sprengi, was möchtest du? Schlauberger! Und stünde was anderes zur Debatte? Ja, war mir schon klar. War mir schon klar. Eigentlich war es cool, wenn sie sich ja jeder von euch aussuchen dürfen. Wo ist Shadowrunner? Bist du nur da? Bitte ein Caps Lock. Ja, bin noch da mit ein paar Bindestrich in den Chat rein, damit ich die gleich finde. Shadowrunner, befördern. Kriegst da einen neuen Skillpunkt da oben. Und kriegst, schauen wir, was du hast. Gehärtet. Erhöht die maximale Rüstung des Marines um 1 Punkt. Scharfschütze erhöht maximale Treffsicherheit des Marines um 5. Und der rechnete Trupp generiert 5% mehr Vergeltungspunkte. Vergeltungspunkte waren nützlich. Die werden noch viel nützlicher, wenn sie das Stresslevel auch senkt. Weil ich verstehe das so, diese Vergelter... Erfahrungsleiste, so jetzt mal. Das ist ein typischer Rambo Marine Squad und die motivieren sich halt gegenseitig so. Hurra, hurra. Und je mehr Aliens das killen, desto geiler wird's. Oder desto besser wird die Moral im Squad und dann war eigentlich nur logisch, dass das Stresslevel auch begeht. Aber gut. Schau, was möchtest du? Ich bin der Sniper, let's go! Dann kriegst du Treffsicherheit schon da überhaupt nicht, sag ich dir, was ist. Kriegst du! So, und der letzte, wer war das? Der Perobas, bist du noch da? Ich möchte hoffen. Perobas! Nein, Slot, was kriegst du? Ein Schlauberger, flinke Hände, Hard-Level haben wir auch noch nicht gehabt, erhöht die maximalen Gesundheitspunkte des Marines um 1. Finde ich jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Und flinke Hände finde ich eigentlich auch nicht so stark. Ein Schlauberger haben wir aber heute schon. Perobas! Ist mir wurscht, suchst du aus. It's your turn. Zitronenbaum, ich hab die schon wieder übersenkt. Pro-Tipp, Räume mit einer Tür zum Verschweißen nehmen. Jede Tür kostet einen Schraubenschlüssel. Zitronenbaum, es tut mir so leid. Ich war im Tunnel. Freilich, ich bin der Horte, nehme hart. Kriegst du hart. Hätte ich wahrscheinlich jetzt auch genommen. Ansonsten hätte ich einen Schlauberger gegeben, aber da haben wir einen Sprengi schon. Ansonsten ist es für mich das beste Gesundheitspunkte nach oben. Fertig! Easy! Kein Trauma. Der Perobas hat irgendwie schon ein Trauma, oder was? Verletzt. 4 Tage in der Krankenstation. 2 Tage. Was ist mit denen? Wieso haben die alle bloß einen Strich? Was? Ich kapier's nicht. Wir waren doch fast voll geheilt, wie wir rausgegangen sind. Ich hab mir mal kein Werkzeug mehr mitgenommen. 4 Sanitätsartikel, da braucht man nicht so viel, habe ich das Gefühl. Weil wenn die Viecher erwischen, dann stirbst du sowieso. Mehr so Automatic Gatling Guns, die haben brutal. Ja, dann schaut das gut aus. Wertebericht. Achtung, Achtung! Truppstatusverhältnis. Unentdeckt. 67%. Ja, die 4 der von uns 1800 Schuss haben wir abgegeben. Und wir haben eine gesamte Missionsdauer. Wir haben jetzt 1,75 Stunden in der Mission verbracht. Und waren wir jetzt 51 Minuten in dieser Mission, Alter? Okay. Wir haben getötet 3 Facehugger, 52 Drohnen und 1 Zerstörer, so einen fetten. Das heißt, das war kein Boss, sondern die kämen später wahrscheinlich öfter. Haben wir da alle Miniguns gehabt. Also, das sind die typischen Pulse-Rifles aus dem Alien-Franchise. Und das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die den Original-Sound nicht übernommen haben. Dieses typische das kann man eigentlich gar nicht nochmal. Also ein ganz markanter Sound aus dem Alien-Franchise. So, Planetenbefall, Level 1. Kaufe Waffen in der Werkstatt, nicht zugewiesene Ärzte. Schauen wir mal, Platzgitter und Maurer. Die können wir wieder ausziehen. Zack. Wobei, wenn ich jetzt den Tag abschließe, haben dann die ja da, oder? Das ist ja total dumm.
Dann gehen wir einfach mal einen Perobas, gehen wir mal, wieso der 4 Tage verletzt ist, das weiß kein Mensch nicht. Und wir so, und am Sprengi gehen wir auch einen. Und jetzt darf mich interessieren, ob, wenn wir jetzt den Tag vergehen lassen, ob dann die 3 mit 1 Tag Dauer abgeschlossen sind. So, Werkstatt. Oh. Flammenwerfer. Beliebige Klasse. Schalte den Flammenwerfer frei. Erforderlicher Level 2 Marine. Feindbrenndauer 4 Sekunden, Salvendauer 3 Sekunden, Flächenbrenndauer. Verbundene Fertigkeit, Einäscherung. Hans! Get the Flammenwerfer, Hans! Müssen wir einen Marine aber auch noch Hans nennen. Muss man unter Mine. Was ist das? Schaltet Minen frei. Was tut das Ding? Es war jetzt schön, wenn ein bisschen besser nicht beschreibt. Okay, hört mir mal. Das Bodenverlegungsminensystem von Typ 80 ist eine Antipersonenmine und gehört zu den zahlreichen Sprengstoffen, die von den USCM eingesetzt werden. Sie sendet einen Laserstrahl aus, der sie zur Explosion bringt, wenn er durchbrochen wird. Sobald die GM80 zündet, treibt die Explosion die Splittermatrix nach vorne und verursacht irreversible Schäden beim Feind. Ich finde es sogar geil, dass sie sogar noch so lore-mäßig beschriebene Waffensysteme haben. Aber ich hätte jetzt gern, wir sollen sagen, ein kleines Mini-Video, das mir zeigt, wie das Ding funktioniert. Damit ich mich entscheiden kann, nehme ich einen Flammenwerfer oder nicht. Jetzt ist die Entscheidung relativ einfach. Natürlich nehme ich einen Flammenwerfer. Ich verstehe die geistig behinderte Frage nicht. So, nehmen, kostet 100 Materialien, das ist okay. Nehmen. Jetzt bin ich gespannt, wer unser Flammenwerfer-Dude wird. Ich fürchte aber, das werden wir erst beim nächsten Mal aus. Legt das Space wirklich unfassbar gut. Oh mein Gott. Es gibt ein bisschen wenig Waffen zum Freischalten, sage ich ganz ehrlich. So ein bisschen, aber wer weiß, was noch kommt. Wir haben das Labor noch nicht freigeschaltet. Da gehen wir jetzt mal rein. Haben wir mittlerweile schon was? Nein. Haben wir eine Werkstatt, haben wir Flammenwerfer freigeschaltet. Jetzt passen wir auf, jetzt schauen wir mal. Der Rotorex, die sind alle in der Krankenstation. Der von Witzleben, der Torrance und der Dogi. Da müssen wir noch jemanden umbenennen, anpassen. Da, das ist nicht. Der Patrick, ich muss einfach bloß einen Spitznamen unten leer lassen, dann geht das besser. Tragekapazität, Rüstung, der Treffsicherheit hat der 50%, Alter. Was ist mit dir eigentlich? Wie kommst du auf 50%? Die anderen haben doch bloß 35 standardmäßig gehabt. Was ist mit dir? Klasse Anfänger. Es gibt doch gar nicht verschiedene Klassen. Es ist alles Anfänger. Was haben die Level 2er da um? Rang 2 Anfänger. Oder kommt das erst noch mit Rang 3 dann, dass man einen bestimmten Weg einschlagen kann mit einer Klasse? Oder Also ich glaube, dass so eine Art Entscheidung, in welche Richtung dass wir gehen, das wird erst kommen. Und je nachdem, was man, jetzt bin ich mal schnell gespannt, was passiert. Also Mission kann nicht gestartet werden, es muss erst der Tag vergehen. Das schaut gut aus. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Nö. Ich schätze mal, mit den Isino-Proben kann man dann im Labor irgendwas anstellen. Wer weiß, was da noch kommt. Keine Ahnung. Vielleicht Waffenausbauten, neue Fähigkeiten, was auch immer. Nächster Tag. New objectives are awaiting your review. Was? Albträume. Die meisten Crewmitglieder leiden unter schrecklichen Albträumen. Der Schlafmangel erschöpft sie fürchterlich. Corrigan ist der Meinung, sie könne einige Hyperschlaftanks reparieren, damit die Marines im Tiefschlaf ruhen können. Burkhardt meint, sie könne diese Albträume mit Anxiolytika behandeln. Behandle die Albträume nicht, alle Marines sind erschöpft. Das ist schlecht. Behandle die Marines mit irgendeinem Mittel, alle Ärzte sind einen Tag lang nicht verfügbar, das ist okay. Und gib 50 Materialien aus, alle Konstrukteure sind einen Tag lang nicht verfügbar. Was tue ich mit Konstrukteuren gleich wieder? Was sind denn Konstrukteure? Weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt eher für Ärzte vor einen Tag lang. Für was sind denn die Konstrukteure? Das ist das da oben, gell? Jeder Konstrukteur generiert täglich 5 Mal. Ach so. Das heißt, da kriegen wir pro Tag 15 Materialien, die einfach, wenn ich einen Tag vergehe lasse, kriegen wir mit 15 Materialien, ob ich da welche aus einer Mission raushole oder nicht. Ich glaube, auf die verzichte ich eher, als auf die Ärzte, die meine Marines, die schon Level 2 sind, wieder
einen Tag früher fit machen. Das machen wir. Albträume. Die Schiffsärzte erhielten die Anweisung, der gesamten Crew Anxiolytika zu verabreichen, damit sie besser schlafen könnte. 50 Materialien ausgegeben, alle Ärzte sind für einen Tag lang nicht verfügbar. Befall erhöht! Du könntest auf weitere Aliens treffen. So. Jetzt gehen wir erstmal in Kasernen, weil mir jetzt interessiert. Tatsächlich. Es bringt also gar nichts. Außer ich möchte, wenn wir eine Mission schon abgeschlossen haben, dass man dann die Ärzte nur aushaut für den Scheiß da. Das geben wir jetzt halt. Das machen wir nach der Mission. Gut, wir haben ja diese Mission gar keine Ärzte. Kaserne. Das heißt, unsere Level 2 Dudes. Der Maurer und der Sprengi. Haben verfügbar. Der Sprengi. So Bock auf einen Raketenwerfer. Flammenwerfer, Entschuldigung. Ach, das kostet gar nichts. Das kann ich einfach verteilen, wie ich das will. Okay. Sprengi entwickelt sich zu. Digitiert zu Flammi. Das kostet gar nichts, das zuzuweisen. Das ist natürlich geil. Und kriegst jetzt nur ein Attribut. Und zwar erhöht die Anzahl der Patronen in jedem Primärwaffenladestreifen. Naja, das gefällt mir nicht so. Das ist die mehr Werkzeuge und mehr Sanitätsartikel mitnehmen und das sind Treffsicherheit. Du hast zum Beispiel nur 35%. Wieso hat jetzt der andere 50 und du 35? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Der Maurer schreibt, könnten die Albträume von den Missionen bzw. von den Safety Rooms kommen. Da stand jedes Mal minus 10% Verschwörung, glaube ich. Was, im Ernst? Okay. Ach, das ist der untauglich Scheiß. Na, das ist nur, du hast eins weniger Gesundheitspunkte. Das halte ich jetzt nicht für so schlimm, weil wenn die was erwischt, verreckst sowieso. Ich glaube, dass ich da ein bisschen mehr Treffsicherheit gehe. Es ist die Frage, wie viel Treffsicherheit braucht man mit einem Flammenwerfer? Ach, du hast ja trotzdem nur der Impulsgewehr als Standardwaffen. Es ist für ein Weltenkomplexer das Sperrholz auf den ersten Moment ausschaut, gell? Kruzifix. I fucking love it! Und der Schlauberger. Was sagst du? Ja, der Flammy Boy ersetzt halt die Schrotflinte und die Schrotflinte ist ja nur per Aktion benutzbar. Und für was man dann einen Flammenwerfer eigentlich nur, weil die Schrotflinte ist schon gescheit geil. Da kann man wahrscheinlich einfach mal in so ein Tier einlierdeln, wo 5 Aliens trotzdem kannst du Treffsicherheit vertragen. Kann jeder vertragen. Kriegst du gleich mal eingeschissen. Zurück, wie viel Mats haben wir noch? 20. Können wir nicht mehr machen. So, und jetzt interessiert mich was ganz Spezielles. Wir haben Kampagnenvorschläge, verfügbare Marines, müde Marines, okay, bla bla bla. Planetenbefall. Der Planetenbefall ist jetzt auf Level 2. Das heißt, es kommen halt mehr Aliens auf einer Mission. Jetzt gehen wir mal in den Einsatz. Im Ernst jetzt? Ich muss schneller sein als der Planetenbefall und muss da alle Primärziele abschließen. Dass dann wahrscheinlich kommt dann da eine neue Mission, da und so weiter auf dem Planeten. Also wir haben ziemlich viel Zeit verschissen mit Tage überspringen und was weiß ich. Die müssen wir wieder einholen. Warum der letzte Stream auf Twitch? Mr. Spiergeil, dann bleibst du jetzt noch schnell 10 Minuten da, dann erkläre ich das sehr ausführlich. Sehr ausführlich. Der Perobas schreibt, richtig. Ja, aber gut, ein bisschen Druck muss sein, damit du vor Rot spielst und nicht ewig da machst jede Mission und so weiter. Und hast ja 12 von 14, oder? Ja, habe ich. Aber ich fürchte, dass ich alle 14 Primärziele abschließen muss, damit ich ein neues Gebiet kriege. Also nicht bloß Dead Hills, sondern ein zweites Missionsgebiet. Das Game erinnert mich sehr an XCOM mit mehr Live-Action. Genau das meine ich mit Genre-Mix übrigens. Es ist halt nicht rundenbasiert, es ist im Prinzip XCOM mit Live-Action. Ich weiß halt nicht, ob es noch so ein Spiel gibt. Sag ich dir, was es ist. Hab ich so noch nie gesehen. What a time to be alive. Das nächste der Genre-Mix, der erfunden wurde. Freunde der Sonne, ich sage euch was, es ist ein unglaublich gutes Spiel. Das Kruzifix, das habe ich nicht kommen sehen. Jetzt ist die Frage, wie sie sich weiterhin entwickelt. Ob es dann, wenn man mal alles hat, dann Ewigkeiten langweilig bleibt oder ob man nach jeder Art 2 Missionen
einfach wieder was Neues dazu gekriegt. Neue Waffen, neue Gadgets, neu irgendwas, dann kommt das Labor und so. Das ist jetzt wichtig. Der Progress außerhalb der Missionen. Und das Gameplay selber ist super. Bis jetzt. Bis jetzt. Also ganz ehrlich. Es gab Anfang der 2000er ein Starship Troopers Spiel, das sehr ähnlich war mit dem Squad. Ich glaube, das habe ich sogar gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Da hast auch, das war aber ein RTS-Game, oder? Der Boris Blut, was? Hey, Bürgermeister, speist only ein paar Mal! Oh shit, ich hab dich wirklich übersehen. Boris Blut tut mir unfassbar leid, merci für den Zwickel. Weiß ich noch nicht. Vielleicht im Sommerloch, wir werden mal sehen. Wolfric, die hab ich auch übersehen, merci für den Zwickel. Spreng ich bitte, Sprengimeister. Ja, wahrscheinlich. Minen kriegt er auch noch mit. Starship Troopers Terran Ascendancy. Kein RTS, kein Aufbau. Na, dann weiß ich es nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist ja vor kurzem auch erst der Starship Troopers RTS-Game gekommen und so ein, was ist denn das wieder für Spiel gewesen? Das ist auf alle Fälle ein Shooter, also ein Wave-Shooter, glaube ich, und Basenbau, du baust zu viel, Koop, Wave, Basenbau-Shooter. Ja, Koop PvE. Der nicht schlecht ausgeschaut hat, kann man ja mal sagen. So, Freunde der Sonne, Spiel verlassen. Absolut geile Nummer. Absolut geile Nummer. Das werden wir wahrscheinlich nicht im Stream natürlich nicht fertig spielen, weil die Spiele gerne über zu lange dauern. Und weil ich mir einfach im Sommer nicht am Wochenende stundenlang in Stream einer sitzen will. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, bevor sie jetzt wieder alle schleichen. Like auf YouTube nicht vergessen. Das wird in Zukunft wichtiger denn je. Warum? Für alle, die jetzt gerade auf Twitch zuschauen, bitte noch nicht abschalten, ich habe noch was zum Sagen. Heute ist der letzte Twitch-Stream. Und der wirklich, wirklich letzte. Habe ich letzten Mittwoch schon gesagt, da habe ich mich noch nicht so genau mit den AGB auseinandergesetzt, die Twitch am 1. Juli einführt. Aber jetzt habe ich es. Ich habe dazu auch ein kleines Video gemacht. Und damit nichts passiert und damit es wirklich ja jeder versteht, und jetzt sind nicht mehr so, was heißt nicht mehr so viel da, es sind immer nur 600 Leute im Stream. Ihr versteht es sowieso nicht falsch, ich kann sowieso labern, was ich will, offensichtlich. Jetzt pass auf, jetzt muss ich bloß das Video mal schnell suchen. Ich habe ja gesagt, damit ich so viel Leute wie möglich mitkriege, mache ich ein kleines Video, ein kurzes Infovideo. Aus diesem kurzen Infovideo ist das Video bitte Twitch-only abspielen. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Das, wenn ich auf die Schnelle canceln kann, dann da ist jetzt. Sag ich dir, wie es ist. Geht aber leider nicht. So, jetzt machen wir mal mit zoomen. Machen wir so. Drück auf Pause, du Trottel. So. Machen wir so. Machen wir so. Jetzt pass auf, ich weiß jetzt nicht mehr. Mal mit zocken. YouTube-Video. Wie machen wir das jetzt? Ja, das machen wir per YouTube-Video. Das machen wir per YouTube-Video. Ich habe keine Szene nicht da, wo es mein Monitor aufnimmt. Machen wir so, machen wir so, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Wunderbar. Ich höre schon wieder irgendeinen Ton, keine Ahnung. So. Du bist, glaube ich, der erste Mensch, der die AGB gelesen hat. Nein! Ich habe die ganzen AGB auch nicht gelesen. Ich habe bloß die gelesen, die eventuell wichtig sein könnten. Auf alle Fälle ist heute wirklich der wirklich letzte Stream auf Twitch. Ich werde natürlich nicht aufhören zu streamen. Ich werde nur auf YouTube streamen. Vielleicht haben ja neue Leute da. Vorher haben wir ja schon jemanden herinnert. Ich streame immer auf YouTube. Sagt man da im Chat. YouTube und Twitch gleichzeitig, also parallel. Und ab 1. Juli darf ich das nicht mehr. Also darf das niemand mehr. Nicht bloß ich. Das ist jetzt keine Spezialregelung für mich. Grund dafür ist einfach nur geldgierig sei, weil Twitch einfach Exklusivrechte für seine Streamer haben will. Früher, also bis zum 1. Juli, gilt das nur für Affiliates und Partner. Diese Affiliate bzw. Partnerschaft mit Twitch bin ich nie eingegangen. Genau aus diesem Grund, weil ich dann halt nicht mehr auf YouTube streamen darf. Und da sitzt nun mal meine größere Community und die Leute, die mir auf Twitch zuschauen, die schauen mir auf YouTube auch zu. Das hoffe ich zumindest. Und mehr gibt es jetzt da schon gar nicht zum Song. Und die Gründe dafür, die habe ich erörtert. Warte. Das machen wir zu, das machen wir auch zu, das machen wir zu, damit der Kakao nicht passiert. Machen wir so. Bin jetzt ich da noch da? Oh, kurze Pause, was kurze Pause? Machen wir so. Wieso geht jetzt das wieder nicht? Machen wir so. Machen wir so. Jetzt geht's da schon. So, machen wir so. Und ich mache mir jetzt da unten einfach mal aus. Achtung, das ist eine kleine Sneak Preview. Aber nur
wehe, ihr schaut euch das Video am Sonntag nicht an. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist wichtiger denn je. Wenn jeder scheiß Aufruf und vor allem ganz anschauen ist wichtig, damit dieses Video so vielen Leuten ausgeliefert wird in meiner Abo-Box, wie es nur gerade irgendwie geht. Weil es das mir wirklich wichtig ist. Und ich glaube, es ist vielleicht auch doch ganz witzig geworden, denn es steht drauf, Kruzifix, Twitch, geile Wichser. Und ich lerne mich jetzt zurück, schau mal eine Reactions im Chat an und hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, viel Spaß. Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Weißt, da bin ich einmal eine Woche lang im Urlaub, dann hocke ich mich da her, zu sich gemütlich an meinem Kaffeeschall. Und dann lese ich das. Ab dem 1. Juli 2023 sollen folgende Änderungen bei Twitch in Kraft treten. Es dürfen keine eigens erstellten Werbungen oder andere Clips eingeblendet werden. Der Streamer darf keine Banner einblenden, die Werbung für ein Produkt machen. Audioanzeigen wie von Spotify oder Apple Music sind nicht gestattet. Logos im Stream der beworbenen Firmen dürfen nur noch 3% der Bildschirmgröße einnehmen. Achtung, Quizfrage! Wie weit muss das anzugtragende Arschloch von seinem eigenen Produkt weg sein, dass an sich ein Scheißdreck entscheidet? 3% vom Bildschirm, wie soll das laufen? Hab ich die Ehre miteinander, hä? Ich hab neue Merch im Shop, T-Shirts mit einem richtig geilen Motiv. Voll geil, oder? Wie, was für T-Shirt? Ja, das passt jetzt auf alle Fälle gut zum letzten Move, da Streamer seit einer Zeit nur noch 50% anstatt 70% vom bezahlten Subscriptions kriegen. Daher jetzt manch ahnungslosen Trottel schon. Weiß jetzt auch nicht, was du sagst, wenn dein Chef zu dir einer rumpelt und... Hey, Birger, hab ich dir? Hast du kurz Zeit? Ja, freilich, was ist? Jetzt muss ich dir erst einmal einen riesen Drum Lob aussprechen. Du hast die letzten Wochen wirklich volle Kanone reingedroschen. Du bist ein ganz wichtiger Teil von dieser Firma und wir wissen nicht, was wir ohne die dort an. Oh, merci dir. Aber wenn du jetzt gerade da bist, wie schaut es mit unserem Termin aus? Kann man uns jetzt endlich einmal über das Gehalt unterhalten? Ja, freilich machen wir das. Deswegen bin ich ja da und dein neuer Arbeitstag, den hab ich auch dabei. Da, schau her. So, schnell gehen wir jetzt. Merci. Ja, da steht aber, dass ich 20% weniger krieg. Ja, aber dafür habe ich ja schon einmal unterschrieben für die. Da möchte ich dich sehen, du Suppenkasperl, du Trauriger! Twitchs offizielles Statement ist übrigens, dass jetzt einfach 4 bis 5 Werbeeinblendungen mehrer während dem Stream einscheißen sollen. Also, das musst du so sehen. Wir sind keine Firma, wir sind eine Familie, Birger. Wir halten mal zusammen, wenn's drauf ankommt. Du machst halt 4-5 Überstunden am Tag. Das ist ja noch nicht alles. Wenn du die nächsten Monate richtig einhaust, richtig Gas gibst, dann kann sich der Chef zu seiner 3000 Hektar Villa nur die Insel kaufen, auf der es steht. Was? Was? Ja! Alles für die Familie! Freilich kannst du mitfahren und zum Geburtstag kriegst du dann einen Tankgutschein, aber auch bloß, weil er von der Steuer absetzen kann, der Knicker, die Huren, der Knickere. Ui, Applauströte! Aber das war auch noch nicht alles. Ein Streamer muss Gebühren zahlen, wenn er vom Monetarisierungsprogramm, also Affiliate- oder Partnerstatus, befreit wird. $25. Und Twitch zahlt nicht mehr alle 30 Tage aus, sondern alle 45. Tu dich nicht runter. Ich höre euch immer noch. Also gut, passt, geh, legst mir's dann in den Tableau, gell? Nein, halt das! Eins noch, die Lohntüten gibt's jetzt auch bloß noch alle 1,5 Monate. Alter, ich muss Miete, Auto, Internet, Netflix, Handy zahlen und was zum Fressen war auch nicht schlecht. Familie! Ja, so wird man das nicht hinhauen, weißt du was? Da, Kündigung kannst du haben. Was? Aha. Aha. Ja, da krieg ich dann bitte 25 € von dir. Zugegeben, Twitch ist schon ein bisschen zurückgerudert und ändert da vielleicht noch ein bisschen was. Heute doch der Ahnung, dass ich Fotzenhaufen-Typ. Ich war nie Twitch-Partner, wollte nie Twitch-Partner sein und hab noch nie ein Sponsoring angenommen. Und Angebote gab's viele. Weil ich selten ein krasses Paradebeispiel für eine geldgierige Hurenscheiße gesehen hab, wie das hier. Hast du vielleicht in der Hot Tubs Kategorie auf Kick?
Außerdem haben wir noch einen Punkt, der mich und euch sehr wohl betrifft. Alle Streamer, egal ob Affiliate oder Partner, dürfen nicht parallel auf mehreren Plattformen live gehen. Die meisten wissen sehr, ich streame seit Jahren jede Woche, Montag und Mittwoch ab 20 Uhr auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das ist nun vorbei! Ab sofort gibt's Livestreams nur noch auf YouTube, nicht mehr auf Twitch. Darum Glocken aktivieren, Abo dalassen, weiß der wie es ist. So hätten sie Alternativen zu Twitch entwickeln, dann werden wir uns die gegebenenfalls anschauen. Meine liebsten Twitch-Ultras und die es noch werden wollten. Es tut mir wirklich unfassbar leid, ich kann nichts dafür. Ich bedanke mich für die letzten 5 Jahre auf Twitch und ich ziehe ein letztes Mal meinen imaginären Hut. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen und ich hoffe sehr, ich sehe euch auf YouTube weiterhin. Dankeschön! Los! So, nicht schleime, weil sonst der Octagon auf die Tastatur erscheißt, wenn ich noch weiter durch die AGB scroll. Zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Wir singen anzugtragende Arschlöcher, ole! Wir singen anzugtragende Arschlöcher, ole! Wir singen anzugtragende Arschlöcher und zugtragende Arschlöcher und zugtragende Arschlöcher, ole! Unfassbar! Hab ich schon lange nicht mehr gesagt. Tja. Da sind wir nun. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es war einigermaßen verständlich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es war einigermaßen verständlich. Der Spielgeist schreibt schon bis zum nächsten Stream auf YouTube. Sprengi schreibt 10 von 10 Video. Wenn nicht der Sprengi schreibt, dann passt's. Dann habe ich alles erreicht. Warte ab, demnächst gibt es ein Twitch Mobile Game mit 16% Zusatzwert. Also, jetzt passt es mir auch. Es hat Gründe. Ich kann's tatsächlich auch aus... Du musst es dir so vorstellen, was jetzt du Twitch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Twitch jemals richtig viel Geld abgeworfen hat. Das hört sich jetzt im ersten Moment einmal schwierig an, aber jetzt überlege mal. Die meiste Kohle, sage ich jetzt einmal, die ein Streamer verdient, und nochmal, ich möchte nochmal betonen, ich weiß nicht, ob ich es deutlich genug gesagt habe. Es ist mir scheißegal, ob irgendjemand auf Twitch Geld verdient oder nicht oder so, ist mir egal, ich habe nie einen Cent Geld mit Twitch, weil es interessiert mich nicht, okay? So. Die meiste Kohle verdienen der Streamer mit der Subscription auf Twitch. Und die meisten Leute, ich glaube, ich habe ja keine Zahlen, aber ich glaube, die meisten Leute, von 100 Leuten, die einen Streamer eine Subscription machen, 5 Euro im Monat, die ist bei Amazon Prime, wenn du Amazon Prime hast, ist eine kostenlos dabei. Und ich glaube, das deren die meisten. Und jetzt überleg mal, das sind nicht 5 Euro, die der Zuschauer am Streamer und der Plattform zahlt, sondern die er sowieso umsonst, in Anführungsstrichen umsonst hat, in seinem Amazon Prime, das auch jeder zweite hat. Damit ist kein Geld verdient. Inzwischen kriegt man ja wieder einen 70-30-Split, wenn man mindestens 350 Subscriber hat. Ausgenommen Prime und Geschenksubs. Was? Also erhöht sich das 70-30 wieder, wenn man über 350 Subscriber hat. Okay, das sind dann wahrscheinlich die Punkte, wo Twitch mittlerweile zurückgerudert ist. Da wollte ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen, ist mir aber auch scheißegal. Und ja, da verdient Twitch nicht einen Teufel. Mit den Bits, die werden auch aufteilt, verdienen es auch nicht einen Teufel, das garantiert er. Mr. Bitch, wer ist wieder Fünfer? Ist wie Pest oder Cholera, YouTube oder Twitch, ja, Google oder Amazon. Aber ich verstehe es aus deiner Sicht, dass du zu YouTube gehst, weil du einfach da mehr Viewer hast. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, Twitch-Chat. Hey, wenn Twitch wieder zurückrudert, dann kommen wir wieder zurück auf Twitch. Vielleicht kassieren wir irgendwann einmal wegen meinen Ausdrücken auf den Spezi-Wirtschaft-Kanal einen Strike, dann darf ich eine Woche nicht auf YouTube streamen. Dann weichen wir natürlich auf Twitch aus. Das kriegt zwar dann nur ein Bruchteil mit, aber es kriegt zumindest irgendjemand mit. Am allermeisten kriegt sie, oder am livesten kriegt sie die Sachen übrigens mit, wenn sie im Discord seid.
Ich glaube, da sind mittlerweile fast alle drin. Discord, Achtung, ich schreibe es mal kurz in den Chat ein. Mr. Nightbot, regel den Shit. Ich habe nicht einmal einen Amazon-Account. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber wir haben zum Beispiel auch im Haushalt einmal Amazon Prime. Einfach, weil wir relativ regelmäßig was bestellen und es ist einfach geil. Ich brauche schnell was, bevor ich jetzt da zum Hagebau fahre, wegen, was weiß ich, dreieckigen Sonnensegel, das beim Hagebau 2,5 kostet. Ja, Amazon Sonnensegel Prime morgen da. Versandkostenfrei und kostet Hälfte wie beim Ding. Ich weiß, das zerstört sämtliche stationären Läden. Ich habe selbst darunter gelitten. Ich hatte auch mal einen stationären Laden. Ja, aber es ist halt so. It is what it is. Dann darf ich ja keine Kappe online verkaufen an euch. Ich wollte gerade sagen, Discord für 800% Zusatzinfos. Mr. Shadowrunner, da haben sie absolut recht. Letzten Endes ist Twitch derjenige, der hergeht und die Scheiße baut. Nein, King. Twitch ist nicht derjenige. 1000-mal dieselben Fragen stellen. Du wirst gleich ausgemeldet. Ja, um ganz ehrlich zu sein, es ist mir scheißdrecks egal, ob Twitch einen Cent verdient oder nicht. Die Regeln kann man nicht ändern, sie sind nun mal wie sie sind. Die großen Streamer wird das nicht betreffen, dass sie nicht mehr parallel auf 2 Plattformen gleichzeitig streamen dürfen. Die haben sowieso alle eine Twitch-Partnerschaft und dürfen sowieso nicht. Und die Kleinen, ganz ehrlich, es ist so ein bisschen ein Stor für kleine Streamer, die einfach auf 2, 3, 4 Plattformen gleichzeitig streamen. Ich hab's ja genauso gemacht von Anfang an weg. YouTube und Twitch gleichzeitig. Das war einfach immer gut, das hat keinen gestört. Das war das Einzige, was vielleicht ein bisschen gestört hat, wenn man das jetzt zusammenrechnen darf. Die ganzen Views, Klicks, Aufrufe, Follows und so weiter von Twitch, wenn ich auf meinem YouTube-Kanal hätte. Das war haufenweise Watchtime, haufenweise Klicks und das macht natürlich den Kanal im Algorithmus beliebter und so weiter. Und die neuen Entdeckungen werden sie sehr in Grenzen halten. Darum bin ich sehr gespannt, wie das wird, wenn wir nur auf YouTube streamen, ob es weniger wird. Der Hate wird generell weniger, Entschuldigung, mit CH. Und wir werden sehen. Birger, gibt's Freitag BD1-Stream? Nein, diese Woche nicht. Timmy Boy, musst ins Discord hocken, dann kriegst du es mit. Aber du kannst mir natürlich auch am Mittwoch auf die Nacht fragen. Der Nitro King hat mich jetzt fertig gemacht. Was ist der Nitro King? Wer war denn der Nitro King? Was ist mit dem Nitro King? Jetzt bin ich gerade, entweder stehe ich gerade vollkommen auf dem Schlauch oder keine Ahnung. Also ich finde von den beiden Vieren, Google und Amazon, ist Google deutlich sympathischer. Es sind beides Milliardenkonzerne und die sollten niemandem von uns sympathisch sein. Denn sie haben eine Marketingabteilung, die ist 5-mal so groß wie, nur die Marketingabteilung, die ist 5-mal so groß wie die Firma, in der du arbeitest. Was zur verfickten Hölle, Alter. Gute Nacht, für mich geht's morgen in der Früh aufs... Wo zur Hölle kommt das jetzt her? Du gottverdammter Irre! Weil du die letzten 3 Mal nicht da warst wahrscheinlich. Du spinnst einfach komplett, Alter. Du spinnst einfach komplett. Mr. Austrian, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci dir. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß auf dem Woodstock. Wo ist denn überhaupt für Woodstock der Blasmusik? Meine ich jetzt übrigens ernst? Oder bei dir sage ich halt schon nichts mehr, auch weil es wurscht ist, Alter. Ich weiß es auch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Austrian, ich wünsche dir unfassbar viel Spaß auf dem Woodstock. Habt eine tolle Zeit. Geht wahrscheinlich übers Wochenende, nehme ich an, ist ein Festival. Haben Sie Spaß. Saufen Sie eine halbe für mich mit oder 2 oder 3 oder einen Kasten. Muss das sehen. Woodstock der Blasmutter, soll es zwar nicht schlecht sein. Ich war noch nicht dort, aber später war ich dort. Der hat gesagt, da gibt es unfassbar geile Gnädel. Er hat zu mir gesagt, da gibt es unfassbar geile irgendeine Gnädel-Spezialität gibt es da, die unfassbar geil sein muss. Keine Ahnung. Der war wahrscheinlich einfach 3 Tage Dauerbesucher, ich weiß doch auch nicht. Timmy Boy! Sorry, Birger. Nee. Du entschuldigst dir jetzt mit Sicherheit nicht, dass du mir Fragen im Chat stellst, für das sind's da. Timmy Boy, Schluss, aus, pfui! Wir sind aber doch nicht beim Wongler. Normalerweise müsst ihr in Austrian jetzt ummalen und bannen. Ja? Und nicht wissen, warum. Gnädel, eine Umschreibung für Frauen oder richtige Gnädel? Gnädel zum Essen.
Man muss wirklich sagen, Gnädel zum Essen. Gnädel mit Schweiners, mit 3 Haxen. Nein, ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber ich hab einfach mit dem Woodstock der Blasmusik habe ich einfach immer Gnädel in Verbindung mit dem Spezi, weil er so geschwärmt hat, dass die so geil waren. Also für sein Bahn Austrian HD, Reason du Kackspagne. Ich weiß nicht, ob ich das nicht falsch verstehe. Das sind Wongler-Insider-Witze. Falls du nicht im Wongler-Game bist, dann weißt du jetzt nicht, wie ich das gemeint habe. Es war nicht so gemeint. Aber ich meine, du bist auch lang genug dabei jetzt. Gnädel 3 Jetzt ein Kapiers mit 3 Haxen! Außerdem der Gnädel hat 4 Haxen. Der eine ist nur steif. Steif. Herr Ogar, Retters, wieso nicht live Spezi-Wirtschaft Podcast? Einfach, weil ich nicht will. Ganz einfach. Dazu müssen andere Leute eventuell mehr committed sein. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also Gnädel wie Gnädel und keine Depf. Richtig. Gnädel wie Gnädel zum Essen. Semi-Gnädel, Kartoffelgnädel, was weiß ich was für Gnädel. Aber die zum Essen. Was spielen wir nächste Woche Montag? Nur mit Potato? Das ist eine unfassbar gute Frage. Der Flocke ist also schuld. Potato nächsten Montag. Mit dem Wongler, den Schmäh kenne ich schon gut, passt. Dann bin ich zufrieden. Zombie. Nein, warte, wir haben doch noch andere Spiele aus dem Genre Vampire Survivors. Jetzt nochmal, ganz ehrlich, ich Mr. Austrian, vielen Dank auch an die anderen. Bitte jetzt Schluss jetzt mit den Donation-Eskalationen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich flippe noch mehr aus mit euch. So, wo haben wir stehen bleiben? Was spielen wir nächste Woche? Also ich glaube, wir hauen noch mehr Alien-Runden rein. An den Nachschau-Squad Special Greets, please let me know. Ob ihr noch mehr Bock auf eine Runde Alien habt. Ich hab's. Wenn wir es nicht mehr streamen, dann spiele ich es definitiv offstream weiter, weil das ein unglaublich gutes Spiel ist. Terry Birger, ich bin so froh, dass es die gibt. Hab momentan in der Affiliate nicht so eine einfache Zeit. Merci für alles, mach weiter so. Mr. Spy Dennis, niemand braucht sich für mich dafür bedanken. Schellen nicht hängen lassen, durchbeißen. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, aber do it! Jeder Streamer immer voll geil auf Späten und so, Birger so, lasst den Scheiß jetzt. Es ist halt, ich sag doch mittlerweile schon nichts mehr gegen Rumdonaten. Ja, ein Euro, ein Zwickel, ein Fünfer, wenn es mal ganz krass hergeht, ein Zehner da. Aber ihr Vollgas-Narischen müsst es immer übertreiben. Und da blähe ich euch schon seit dem ersten Tag an. Seit genau 4,5 Jahren. Jetzt dann. Blähe ich einfach an. Weil es mir nicht wurscht ist. Na. Gaming-Vorschlag. Enderal ist eine totale Konversation zu Skyrim und auf einem ähnlich guten Level wie The Last of Us. Was? Enderal, das ist doch die Skyrim-Mod, oder? Die glaube ich, also wenn das die ist, dann die habe ich offstream schon gespielt. Skyrim Remake vom HD-Master vom Remaster. Hey Maestro, wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Man sieht sie auf YouTube. Habe ich dir ein Leidl. Mr. Ravens Live, man sieht sie hoffentlich auf YouTube. So hoffe ich. Der Herminator schreibt: Moin, wie geht's? Arschfotzen geht's immer gut. So. Bigger Rage Incoming, Twitch. Na, was heißt Rage Incoming? Wir haben uns gerade ein Video angesehen. Das Video kommt übrigens am Sonntag. Unfassbar wichtig. Nochmal ansehen. Das ist das Allerwichtigste. Damit der Klick drauf ist, Watchtime drauf ist, Like da lassen, Kommentar drunter schreiben. Alles Interaktion rauskitzeln, wie es nur gerade geht. So schaut's aus. Damit das Video so viele Leute aus der Community sehen, wie es geht. Der Purple schreibt: Wirst du das Starfield mal anzocken? Soll angeblich gut werden. Nein, es ist ein Bethesda-Game. Ob das gut ist, sehen wir erst, wenn es released ist. Und wenn man es dann überhaupt spielen kann, dann darf es mich wundern. Aber ja, das wird wenn ich aus der Sommerpause wieder da bin, das erste Spiel, das wir spielen werden. Richtig. Und parallel dazu eventuell The Last of Us 2. Wobei ich das erst eher nach dem Horror-Oktober ansiedle, weil in Horror-Oktober müssen wir Horror-Oktober sagen. Hilft nicht. I'm doing Horror-Oktober-Stuff während Horror-Oktober. Und auf 4 Wochen werden wir The Last of Us 2 nicht durchkriegen. Da müssen die 20 Streams außerdreschen und das, sage ich jetzt schon, mag ich einfach nicht. Aber es wird ein paar mehr Streams geben. Auch für Starfield wird es Wochenend-Streams geben, die ein bisschen Überlänge haben, weil man sonst nichts sagt von diesem Spiel. Hey Birger, zieh die an wie in Star Wars, dann fahre ich wieder mit dem Handpanzer. Muss das Beste auf ein paar Mal anschauen. Madison 2 wo? Wir haben ja schon ein paar Spiele für den Horror-Oktober, so ist es nicht, aber ob wir Madison nochmal kriegen, müssen wir wahrscheinlich wieder 3-4 Jahre warten, wie wir nach Visage auch warten haben müssen. Aber es gibt noch andere gute Horrorspiele, da findet man schon was. Ich setze sehr viel in Amnesia the Bunker.
Das schaut ziemlich gut aus, glaube ich. Das kann was sein. Und ansonsten findet man schon was. Da findet man schon was. Gute Heimreise auf YouTube, Birger. Gehabe dich wohl, Mr. Nikolaus. Ich hoffe, man sieht sich ab Montag auf YouTube. Alternativ wäre der Super Seducer 3 draußen. Ja, damit ich auf dem rechten Ohrwaschel mir einen Tinnitus zuziehen kann. Den Freitag Nippelklötze. Nein, diesen Freitag gibt es keinen Stream. Frühestens erst am Freitag in einer Woche. Kommt ganz aufs Wetter drauf an und was bei uns so los ist, ob wir grillen, ob Festel sein, etc. Was ist von dem Cyberpunk 2077 DLC zu halten? Habe ich mich noch nicht befasst damit, Mr. Rakete 96. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Cyberpunk für mich einfach, sie haben einfach einen Release verkackt und Wochen und Monate danach interessiert das Spiel einfach keine Sau mehr. Mich ehrlich gesagt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie der DLC aufgebaut ist, ob man das Main-Game durchgespielt haben muss oder ob man dann neu anfangen kann auch oder so, dann spielen wir es vielleicht einmal nochmal. Es ist ja doch sehr gepatcht worden, die ganze Gaudi, wann ist das rausgekommen? Vor 2,5 Jahren, glaube ich. Wie Zeit vergeht, ist so eine gestörte Scheiße, Mann. Aber gut. Naja, so, Freunde der Sonne, jetzt ist 5,5 Uhrzeit, verpisst wir uns. Der Afro-Logführer, den lesen wir noch vor. Hey Birger, 2 von deinen Longtime-Abonnenten haben letzten Freitag geheiratet. Grüß an Max und Toni. Ist da etwa der Pralin-Squad am Rumheiraten? Sagst du dir alles Gute und viel Spaß beim Zipfel-Sorgzeug zusammenstecken? Das neue Final Fantasy ist nichts für dich? Nein, überhaupt nicht. Das Final Fantasy-Universum ist für mich das Schlechteste, was es gibt. Da kriege ich eine Pedo-Vibes und Regenbogen-Vibes, dass alles nicht spät ist. Kannst du mal Borderlands spielen, ist ganz gut. Borderlands kenne ich, ich habe einen ersten und einen zweiten Teil, den dritten habe ich nicht. Ist der Loot-Shooter. Mal gucken. Auf dem Gameboy war Final Fantasy aber gut. Ja, damals war ja 10 und man hat nicht wirklich gesehen, wie das Universum ausschaut und sich anfühlt. So wirklich. Dass dann lauter Anime-Halbnocker, die umeinander laufen mit Schwertern, die 5-mal so groß sind wie sie selber, das wusste ich nicht. So. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations. Heute ist wieder ein bisschen leicht aus dem Ruder gelaufen, habe ich das Gefühl. Was wir nächsten Montag tun, weiß ich noch nicht, das entscheidet der Zukunftsbürger. Nächsten Mittwoch eine weitere Runde Aliens und eventuell am Freitag in einer Woche bauen wir einen BD1 fertig und machen einfach einen Schmerz draus. Wer die aktuelle Podcast-Folge noch nicht gesehen hat, ist am Sonntag released, gibt es nur auf YouTube only. Inklusive Video, da kannst du auch mal reinschauen. Heißt, Rammstein kriegt der Radl Hirnwurst. Muss ich beim Titel allein schon schauen. Und ansonsten, ja, morgen ist wieder Podcast-Aufnahme für kommenden Sonntag. Die nächste Folge kommt dann wieder auf YouTube und auf Spotify. Mir wechselt man das so ein bisschen ab, dass YouTube einfach ein bisschen mehr Futter kriegt, weil mir YouTube einfach wichtiger ist als alle anderen Plattformen. Fertig aus Amen. So, und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut euch das Video am Sonntag noch an. Ich hau euch einen Knock den Arsch. Liebe Twitch-Squad, ich salutiere ein letztes Mal. I literally press F for respect. Das war heute der letzte Twitch-Stream. Solange AGB nicht geändert wird, wird das wohl so bleiben. Wir sehen uns hoffentlich auf YouTube. Es tut mir sehr leid, ich kann leider nichts dafür, aber it is what it is. Darum geht die Welt nicht unter. Wird schon irgendwie hinhauen. Wir sehen uns, hauen Sie rein. Habe die Ehre. Danke fürs Donaten, danke für die Mitgliedschaften, danke für die neuen und alten Mitgliedschaften. Press Triple F für die Moderatoren, Press Octa F für den Twitch-Squad. Und jetzt macht es gut. Nur ein letztes Mal die lila Chat-Nachrichten genießen. Schaut es euch an, schaut das lila Logo. Und wer weiß, vielleicht kehren wir eines Tages zurück. Twitch. Okay, bye! Und der ganze Rest, wir sehen uns am Montag auf YouTube only. Haut euch eine. Habe die Ehre. Hashtag Strapse, Hashtag Twitch geile Wichser, Hashtag Twitch geile Wichser, zweimal am besten. Bis Montag. Vorab ein schönes Wochenende. Habe die Ehre.